Ah genau, und das nächste Mal, wenn ich von der Arbeit heimkomme, zieh ich mir sofort die Hosen an. Und das Auge hör mal auf und das Laufen fang mal hoch. Und weiß uns ohne Gang hängt mir ein Kilometer Schwimmer do. Fleisch ist mal Akkons, so sterben die Arme Flieger aus. Und die so, Ja, sicherlich. ja genau. Und wenn ich hocke, dann hör mit Wohnung auf. Bin übermotiviert. Wie laut ist denn das? Kilometer Schwimmer do. Fleisch Biomüll, das steht noch nicht so Gaudi drauf. Ja, sicherlich. Sauert's laut. Sauert's laut. Ja. Chill, chill. Chill die Kniescheibe, oder? Mehrweg aufheben, vergeht's gut. Was bei mir läuft gerade noch mein Spotify-Musik. Das ist nicht mein Spotify-Musik, das ist meine Musik. Von mir für euch. Ob es jetzt glaubst oder nicht, das ist jetzt dir überlassen. Nein. Wann launst der was, alter Mann, alles ja. Chills. Merci. Ich trinke nochmal. Kann eh schon nichts mehr lesen. Chat hat sich schon wieder aufgehängt. Draufgeschissen. Ja. Ach, er hat mir über Spotify zugeschaut. Schlawiner, du Fuchs, du. Was ist denn eigentlich gelaufen? Da ist irgendein automatischer Vorschlagskack gelaufen. Ich weiß gar nicht, was da gelaufen ist. Moment. Folgendes. Evans, der Biergarten ist ein wunderschönen Mittwochabend. 20 Uhr. 20 Uhr, ihr wisst, was das heißt. Streamzeit. Und was ich mir heute gedacht habe, heute ist mir wieder Blätschmerzzeit. Was heißt Blätschmerz? Es sind so viele neue Leute da. Es sind so viele neue Leute da, die wissen vielleicht gar nicht, was ein Blätschmerz ist, weil den haben wir aber auch schon seit, weiß ich nicht, 14 Jahren nicht mehr gemacht. Verzeihung, das kommt vom Bull. Für Davy. Gummibärle Kuppel. Habe die RLRRT. Bin a wieder dabei. Geh frei mi Show auf Anschen an Bletschmetz. Grias aus Nachbarland. Ja, ich habe jetzt schon kurz gelesen aus dem Norden irgendwas Land. Special Greets an alle Österreicher. Wie viele Österreicher sind da? Habt drin! An alle Österreicher, Mr. Reisinger, du weißt es eh. Vielen herzlichen Dank und an alle anderen natürlich auch. So, jetzt muss ich mein Chat einmal neu starten. Da bist du diesmal ein bisschen beruhigt und legt, grüß mir einfach mal die Leute. Grüß mir einfach mal den Haufen. Du grüßt mir einfach mal, machen wir's ganz klassisch. Habe die Ehre an den Boss, den Kombinator, den Kevin nenn die um. An Mr. Jones, an den SC4, an den Herrn Kammerbauer, an den Entgönner, an die Frau Sieber, an den Lucky, an den Heddes, an den Matthias, an den Hustensaft-Stewie. Wie kommt man auf Hustensaft-Stewie, oder? Why? But why? An die Miss Vaping habe ich, an den Herrn Wilkinson, an den Herrn Lex, Herr Tobias Lex. Interessanter Nachname. Kann da meiner sein. Herr Sitzberger, Herr Linchinger, Herr Germann. Selina Kellerwärterin. Warum Kellerwärterin? Das ist momentan ein bisschen ein makaberer Nachname bei der Nachricht, die ich heute in der Früh gelesen habe, dass schon wieder irgendein verstörter Österreicher, Hashtag Lieblingsnachbarn, das ist jetzt auch eine fragwürdige Aussage, die ich jetzt gleich trifft, mit Lieblingsnachbarn, schon wieder irgendwelche Psychopathen Österreicher, irgendwelche Leute im Keller eingesperrt hat, 10 Jahre lang. Was ist denn los mit Robbie, dir? Herr Kombinator. Was ist denn los mit dir? Wir sind wieder Mitgliedschaft Ich habe mir nämlich ein Megafon zugelegt, falls man mich mal nicht so gut versteht, weil wenn ich so das chillt so wieder mal, warum müssen sie schon wieder so viel Geld sein? Hupschelong niemand donated, also Schluck haha. Ernste Frage am Neubürger. Du bist das. Könntest du von YouTube leben? Also geldtechnisch und merkt das überhaupt? Das ist eine sehr direkte Frage und die beantworte ich auch gerne, da ich zwar eigentlich nicht gerne über das Thema Geld spreche, aber erst einmal vielen herzlichen Dank an den Herrn Florian. Jetzt weiß ich auch, wer es bist, wenn du dazu schreibst. Und, vergeht's gut dir. Deswegen stört es mich ganz genau, also wenn du mit 25 € auf einen Schlag umeinander haust. Weil
ich, genauso wie am ersten Tag, wie ich da angefangen habe, und einige von euch sind sogar noch da, nehmen wir zum Beispiel Frau Gewalt oder alle meine Moderatoren sind seit fast Tag 1 da und einige Mitglieder und der ultra-harte Kern ist seit Tag 1 da und seit Tag 1 predige ich herab und das wird ja nicht ändern, glaube ich. Also ich verdiene mal 5 Millionen mit der Sache. Ja, das wird einfach nicht passieren, das wissen wir alle, wenn wir da haben. Dass ich das nicht mache wegen Geld. Ja? Und ich habe auch nicht angefangen deswegen wegen dem Geld. Ich habe einfach angefangen, weil es mir einfach Spaß macht. Ich habe schon Videos vor über 10 Jahren gemacht, die haben sich kein alter Schwanz nicht angeschaut und ich habe es trotzdem gemacht, weil es einfach Spaß macht. Und natürlich Was ist denn los mit dir? Nein. Danke, Leute, danke. Ich mag aber halt, der Blätschwanz ist nicht dafür da, dass ich mich mit Geld zerscheißen kann, ja, sondern damit ich mich mal so gut wie es irgendwie noch, Herr Stummer, vergesst für der Mitgliedschaft, Herr Ding, ich hab's nicht gelesen, ich muss da die Seiten aufmachen, damit ich das. Ja, jetzt, chill zwei, Raiden! Hallo, Mama da! Hallo, Mama da! Kennt den Ton jemand? Hat jemand Mortal Kombat gespielt, oder? Hallo, Mama da! Mortal Kombat, geilste Scheiße. Das ist wirklich, Mortal Kombat ist so dumm, dass es schon wieder geil ist. Jetzt, Moment, jetzt muss ich da mal nachlesen. Oh, Flo, ich beantworte deine Frage gleich für die Allgemeinheit, aber du sagst es selber, wir haben gerade massivst unterbrochen. Jetzt muss ich mir das da mal ein bisschen besser da so herrichten. Wie haben wir das gesagt? Da ist übrigens der Gustl. So, Werbung für Merch. Da haben wir das auch durch. Warum muss ich mich überhaupt überall autorisieren und so einen Scheiß? Ich wollte schon 100 Mal eigentlich. Jetzt chillt's mal. Wir waren das jetzt wieder. Warum ist jetzt da vorne wieder weg? Grütze, fix Kinder, Alter. Was ist denn los? Oh, der Mr. Max. Ich habe was von Krunker gehört, falls die Themen ausgehen. Schau mal, vielleicht spielen wir eine Runden Krunker. Muss ich euch wieder verrammen. Ist das der Schrei noch? Okay, verramm mich bitte. Der Medwash Kaiser, Drittbürger, bin wegen dir aufs Dampfen umgestiegen. Beste Entscheidung meines Lebens. Suicide Cat taucht mir nicht ganz so. Meine Geschmäcker sind verschieden, das ist eh klar. Dafür ist Shade Cat mein absoluter Favorit. Wenn du vorher geraucht hast, dann bin ich stolz darauf, dich zum Dampfen gebracht zu haben. Für alle, die noch nicht rauchen und nicht dampfen, glanzt die Scheiße nicht an. Danke, so. Jetzt ist er Ruhe, passt schon. Sie haben voll um die Ohren gehabt. Ja, passt schon. Da muss sich keiner rechtfertigen, Alter. Da muss sich keiner rechtfertigen. Vergeht's für den Euro, Alter. So, jetzt chillt's mal. Ich darf gerne die Frage beantworten. So direkt, ich beantworte es so kurz und direkt und dann führe ich das ein wenig aus. Der Florian fragt mich, kann ich von YouTube leben? Ja. Mittlerweile ja. Mehr hätte ich das? Nein. Ja und nein. Natürlich ist der Gedanke, von dem Ganzen da zu leben und nur von dem zu leben, der ist im ersten Moment ist der ziemlich geil. Natürlich ist der ziemlich geil, wer mehr hätte das nicht. Ja, wer mit Bullshit, Scheiße labern und Blödsinn produzieren, seinen Lebensunterhalt verdient, anstatt dass er in irgendeine Drecksmaloche geht, wo er 8 Stunden am Tag dieselbe Scheiße macht und sie am lieber um 5 vor 8 in der Früh schon Pulsadern aufschneiden. Natürlich ist das erstmal ein ziemlich geiler Gedanke. Aber, was ich auch festgestellt habe, ist, jetzt mache ich es ja doch schon 2,5 Jahre, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem das alles hier in einem... Herr Meadows-Kaiser, ja, haben davon geraucht, wie ein Schlo. Dümmste ist ja... Meine Rede. Dann GZ weiter durchhalten. Und merci dir. Dann wird... Wie soll ich sagen? Dann wird selbst das... Dein allerliebstes Objekt, den Namen nicht anzeigen, aber merci. Der Bierschoss fragt, ist das live? Fragezeichen, natürlich ist es live, bitte. Natürlich ist es live. Wird selbst dein liebstes Hobby, egal was das ist, zur Arbeit. Irgendwann kommt der Punkt, dann ist es soweit. Und der Punkt war bei mir Ende letztes Jahr so, eigentlich jetzt genau vor einem Jahr. So ungefähr, weiß ich ziemlich genau, weil das genau so eine typische Down-Phase war. Blau, Spule, hab halt meinen ersten Lohn gelöst. Nein, das ist ja gut beim Zwickel, okay. Beim Zwickel flippe ich nicht aus. Vergeht's gar für den Zwickel, Alter. Und GZ zum ersten Lohn. In kurz wird deine größte Leidenschaft, dein größtes Hobby, was du mit aller Liebe tust, wird irgendwann zur Arbeit und irgendwann vergeht's dir. Und diese Down-Phase habe ich vor ziemlich genau einem Jahr gehabt, wo ich irgendwann einmal gespannt habe, da habe ich mir dann selber so einen Rhythmus auferlegt, dass ich alle
1,5 Wochen ein Video raushau. Und das war über ein halbes Jahr lang, jeden Sonntag, dann 1,5 Wochen Pause, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch. Ja, immer 1,5 Wochen dazwischen, dass ich fake nur Zeit habe, keine Ahnung, voraus zum Dinger, was kommt als nächstes und so weiter. Und das kann man glaube ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen, wenn man das selber nicht tut. Wenn ich mir selber das, wie soll ich sagen, so auferlege und die dann dazu zwingst, so, du musst jetzt abliefern, magst aber gleichzeitig nicht, dass wir bei Was ist denn los mit dir? Sag ich auch so ehrlich, fast alle Zwar anderen nur YouTuber 5 Euro, aber erstmal habe die RLRT. sind nur Leibbiene, Rechts sind nur in 5 deinem Euro, Bild das sind ist auch der 5 Euro. Cooking Simulator. Was? Rechts in deinem Bild ist der Cooking Simulator, wo? Scheiße, das stimmt, Alter. Das hast du gut erkannt, Alter. Weil mein Greenscreen halt nicht aufgehängt, Dings auf und so weiter, da ist da hier. Warte mal. Jetzt warte Ja, mal. halb IDRRLRT, jetzt bin ihr endlich mal wieder dabei. Auf angescheiden Blättschmatt. Jetzt chillt mal. Rauscher vergelt's für den 5. Leibbiene vergelt's für den 5. Wer immer noch, ich komme überhaupt nicht mit, irgendjemand hat eine Mitgliedschaft da lassen. Wer immer das in der Mitgliedschaft war, schreibt es in den Chat, habe ich. So. Ja, auf alle Fälle habe ich dann diese Down-Phase gehabt, dass ich gemerkt habe, irgendwie so, ich zwinge mich selber dazu abzuliefern, ich mag eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mich selber ein paar Wochen dabei ertappt, so, ich sag zwar immer, ich mach das nur, weil es mir Spaß macht, und da habe ich dann das erste Mal so gespannt, so, und das ist ziemlich früh eigentlich, das ist schon nach 2 Jahren ist das schon passiert, oder nach 1,5 Jahren, oder 3/4 Jahren. Stanislaus, so geht's gut. Ich hoffe, du Frage, was hältst du von 90er Hip-Hop? Da können wir uns nachher drüber unterhalten. Bitte einer nach dem anderen. Spart euch bitte, wenn ihr die Fragen stellen wollt, per Donation meinetwegen. Das ist alles legit, aber wartet, bis ich mit irgendeinem Thema ansatzweise fertig bin, weil bis dahin habe ich es wieder vergessen. Und ja, dann habe ich festgestellt, jetzt mal runter vom Gas, weil sonst habe ich gar keinen Bock mehr. Das glaube ich, habe ich damals auch in die Streams relativ oft gesagt, dass ich dann einfach, ganz ehrlich, sage ich ja bis heute noch, die Kruzifix-Videos, ich schwöre dir bei Gott, oder 9 von 10 anderen YouTuber hätten euch, wenn sie gespannt hätten, dass diese Kruzifix-Formate funktionieren, das habe ich auch gespannt, dass die funktionieren, ja? Das habe ich gespannt, dass die am allerbesten funktionieren, und fast schon egal, was ich da tue. Haben die Witze gut, sind sie schlecht, was weiß ich, es ist nur noch hingerotzte Rotze. Jeder andere YouTuber hätte es eiskalt durchgezogen, dass er euch jede Woche oder spätestens alle 2 Wochen irgendeine hingerotzte Kruzifix-ähnliche Scheiße, im Prinzip das erste Video wird mit den Preisenkinder bloß in 5 Variationen hinrotzt. Hauptsache, es gibt Klicks. Ja, ich hab's aber heute nicht da. Ich hab dann natürlich noch ein paar so Kruzifix-Videos gemacht. Und beim letzten, was war das letzte? Ich glaube, der Preisenkrapfer war, glaube ich, das letzte. War das letzte? Ich glaube schon. Da habe ich dann das erste Mal unterm Mocher und unterm einfach Mocher vom Anfang vom Skript bis Schneiden gemerkt, so, Alter, das ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das war irgendwann im Januar. Und dann bin ich im Januar dahergekommen und hab mir gedacht, weißt du was, jetzt ist gerade ein perfekter Zeitpunkt, das einfach auszuprobieren, weil du nicht auskommst. Jetzt streamen wir einfach und machen wir nicht mehr so viele Videos, weil ich jetzt einfach keinen Bock mehr hab, aber Bock auf Streamerei hab, und dann haben wir es gemacht, und meinen Angstzuständen schon fast, dass der Kanal den Bach runtergeht, wenn wir jetzt mit der Zockerei und Streamerei anfangen. Ja, das hat sich genau das Gegenteil herauskristallisiert, nämlich, dass wir noch mehr Leute sind wie vorher. Und ja. Darum möchte ich, das war jetzt sehr weit ausgeholt, und darum möchte ich nicht, dass ich da von dem Ganzen da lebe, weil dann müssen die mit Zwang. Und ich kann wahrscheinlich, wenn ich es hart auf hart nehme, so wie ich es jetzt gerade mache, kann ich wahrscheinlich, es läuft halt nicht immer so, wie es jetzt gerade läuft, so seit ein paar Monaten. Ja? Das hört irgendwann auf. Ich bin nicht komplett behindert. Irgendwann ist es gar. Irgendwann werden wir halt nicht mehr Leute. Oder irgendwann gehen auch einmal Leute. Und dann weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das erklären soll. Dann ist das einmal gut. Damit rechne ich eigentlich schon lang.
um ehrlich zu sein. Stattdessen, Montag, Cooking Simulator, 1700 Leute da, so viel wie noch nie. Weiß ich nicht. Da denke ich mir so, ja, jetzt merkst du es schon krass, die Abos werden täglich immer weniger und wirklich weniger, markant weniger im Vergleich zu früher. Dann mache ich ein Video, bam, 700 neue Leute. Ja, ich weiß auch nicht, wo das hinführt, ich weiß doch auch nicht. Dann zum Haut-Burger, der Advanced Griller karamellisierte Zwiebel. Das ist richtig, das kannst du ja gerne machen. Ich für meinen Teil mag die aber... Ja, wir sind so ein Knacker einfach. Ja, frische Knacker. So, und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel das nicht mehr hätte, dass ich nur von dieser Sorte bin. Guck, 1 vergessen für 99 Cent! Unter anderem wird es dann zum puren Zwang und dann müssen die wohl. Wie oft machen ich zum Beispiel, ich meine, der Eingesessene hat, der kennt, der weiß das. Wie oft mache ich Werbung zum Beispiel für meine eigenen Sachen? Wie oft erwähne ich mein Merchandise zum Beispiel? Wie oft tue ich das? Wie oft poste ich das auf Facebook? Alle 3 Monate mal. Und in die Streams erwähne ich es auch alle 3 Monate mal. Oder wenn es was Besonderes gibt, wie zum Beispiel zum Landwirtschaftssimulator. Ja, wenn es ein neuer Merch gibt, man natürlich sage ich euch, dass das Ding gibt. Aber ich mache es nicht wie andere YouTuber oder Facebook-Deppen. Es ist halt sehr unsicher. Follow-up-Frage. Macht dir Streamen Spaß und hast du Momente, wo es nicht so ist? Also beim Streamen ist ziemlich krass, dass ich mich wirklich durchgehend seit Februar, seitdem wir das jetzt so regelmäßig machen, ich glaube noch nicht einmal erwischt habe, dass ich nicht mag. Zumindest nicht unmittelbar vorher. Pommes! Ball! Du bist ein Klebestift. Herr Jodl, vergeht's gut. Was war jetzt da die Follow-up-Frage eigentlich? Bin noch nicht ganz fertig. Deine Follow-up-Frage markiere ich mir da. Master Max, bin auch wieder da. Habe ich auf Trifft dann. Ich weiß nicht, wo Trifft dann ist, aber vergesst für deine Zwickel 50. So. Wo waren wir? Ja, wie oft tue ich das zum Beispiel? Ja, irgendwie Werbung für meinen Scheiß. Oder Battle die irgendwie, wir anderen umeinander, ja bitte Donation da, wir mein, was gibt's da? Diese Crowdfunding-Kacke und so weiter und so fort. Das tue, wenn ich sowas tun würde, dann wirklich nur bei Apps, wo es nicht um meinen persönlichen Profit geht, sondern um eine Sache, die ich einfach geil finde. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal, wie viele Sponsorings hat zum Beispiel ein anderer YouTuber? Von irgendwelchen Leuten, die jeden Scheißdreck annehmen und auf Instagram Müll posten, um euch irgendeinen Scheiß zu verkaufen. Wie oft habe ich das da? Wie oft habe ich zum Beispiel auch schon erzählt, wie viel sie sagen, dass ich abgewiesen habe? Nämlich alle, bis auf eine einzige, und das ist der Chris mit dem Trachtmann. Und der zahlt mich nicht, der mag ich kein Geld, dafür darf ich Teil von seinem Comic sein. Da steht mein Name drin, weil ich das auf Borisch übersetze. Das ist mir Lohn genug. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wer hat jetzt schon wieder mit Geld geschmissen? Dein Merch erwähnst in die Livestreams meistens bei fette Donations. Ja, gut. Ja, aber auch nicht, weil ich noch mehr Geld erreicht, sondern weil ich mir denke so, Alter, nimm deinen scheiß 100er und kauf da was, dann hast du was davon. Also die 10 Sekunden, ja, hallo, Geld. Bierschweiß, servus, bin Neider, schau erstmal ganz gut aus. Wie du bist Neider, Bierschweiß, du bist schon die ganze Zeit, bist du der Bierschweiß, den ich auch meine, oder haben wir jetzt schon so weit, dass wir 2 Bierschweiß haben? Ja, ist ja wurscht. Ist ja auch völlig wurscht. Auf alle Fälle müssen die, wenn ich davon lebe, alleine, müssen dich sicherstellen, dass das entweder weiterhin mehr wird. Ja, wie halt eine Firma nun mal denkt, dann muss ich denken wie eine Firma, dann mache ich es nicht mehr aus Spaß und Gaudi, sondern wegen dem Geld. Und dann gehe ich euch alle 5 Minuten mit, kauf mein Merch da und da gibt's ein neuer Merch und klicke mal da hin und kauf mal das und ja, schau mal her, ich bin zwar hinterm Fahren total dagegen, aber warte mal, was haben wir da? Keine Ahnung. Also ich hasse zwar eigentlich Zaunlatten, das sage ich euch aber nicht, denn diese Zaunlatte, die bezahlt mir sehr viel Geld, dass ich sie euch hier, das ist wirklich eine tolle Zaunlatte, da kannst du hier die SPWO Schweich, auf der anderen Seite ist ein Sicherheitsschramm drin, dass wenn du den im Pfotzen haust, damit alles gut ist. Ja, mit sowas müssen die dann daherkommen, so wie es halt alle anderen auch machen, weil's, und da haben viele dabei, die leben nicht davon, die haben einfach bloß geldgeile Wichser. Deswegen übrigens auch unser lustiger Insiderwitz, der hoffentlich auch als Ironie verstanden wird, wenn Kleid Hashtag Geldgeiler Wichser schreien. Ja, du willst einmal
Da wenn du einmal, keine Ahnung, und natürlich ist das auch da brauchen wir nicht schmeißen, das ist auch für mich verführerisch, ja, da damit anzufangen, weil ich auch sage, wenn ich mal Werbung mache, also Werbung, wenn ich mal auf Facebook einen Post mache, mit hey, T-Shirt gibt's jetzt 10%, dann stehen gleich wie die Vollidioten und ich sitze da und denke so, Gott, Alter, ja, natürlich nimm ich's mit, wer tat's nicht? Ja, das war ein anderer Bierschuss. Dann verkuppelt euch einmal. Bierschuss 1 an Bierschuss 2. Entschuldigung, ich glaube, ich habe einen Bierschuss lassen. Ja. Hashtag Ehemann. Ja, genau. Also in den Blade-Schweiz-Streams, da ist schon ziemlich viel entstanden. Nein, so ist es nicht. Corgi Gamer, ich bitte ein 100er für die Zeit. Ich bin ein Rasensprenger. Wir haben jetzt bei QVC. Diese Zaunlatte ist wirklich eine Latte von Qualität. That's what she said. Das reimt sie sogar auch noch. Ja, nein, jetzt chillt's einmal, es ist halt schon wieder Der Live-Schau seit Anfang mit divers mal mit einem Spendenstream. Mach einfach weiter so. Sich die Live austoben und es geht an irgendeinem Zaunlatt bei dir im Zimmer. Wer sollte denn da irgendwas verstehen? Jenny, vergeht's Gott für dein... das kann ich jetzt nicht mehr lesen. Warum kann ich die Informations da im Nachhinein eigentlich nicht lesen? Jenny, ich glaube, ich schaue seit Anfang Mitte letztes Jahr zu. Mach einfach weiter so, das ist super. Und wieso liegt der Zaunlatten bei dem Zimmer? Max, hey, sag mal, danke für so Latte, das war auch schon lange. Ja, das ist auch kein Zaunlatten nicht. Das ist ein Überbleibsel von meinem Schreibtisch da. Der ist an der Wand gemacht. Und das ist quasi die Latte, also so ein Stickerl halt von einer hergeschnittenen Latten, die wo da an der Wand drauf ist und da liegt halt die Tischplatten drauf, geht aus. Verstehst du, wie ich meine? Versteht man das irgendwie? Ich weiß es auch nicht. Die liegt halt da so rum seit ungefähr 2,5 Jahren. So, ja, man merkt, ich ramm da herin in mein Arbeitszimmer. Ramm ich nicht so häufig auf. Danke, Leute. Danke, ich kann nicht, chillt's einmal. Langsam. Wir schreiben, die Leute haben zu viel Geld, wie wär's mal mit einem Spendenstream, dann können sie die Leute aussuchen. Es geht an irgendeinen guten Zweck. Habe ich schon drüber nachgedacht, ich weiß bloß nicht an welchen. Und wahrscheinlich wird es sogar im Dezember passieren, dass alles, was da im Dezember kommt, an ein Tierheim geht. Das muss ich aber zuerst abklären, weil das nicht so einfach ist. Noch dazu ist dann die andere Frage. Ich bin ein Rasensprenger. Möchte ich das nach außen kommunizieren, wenn ich das tue? Muss ich das, habe ich das nötig? Ich glaube nicht. Beim Zaunlatten-Match will ich aber mindestens 50%. Warum kommst du sonst mit der brennenden Zaunlatten und ziehst mein Buch? Ja, was gibt's da sonst noch zu dem Thema zum Sagen? Ich wiederhole mich, das kann man auch glauben, wer will und wer nicht, das ist mir scheißegal. Ich mache das nach wie vor nicht fürs Geld. Das ist fake nur, was da damit nebenbei, ich arbeite noch ganz normal, ja. Wie lange haben denn deine Haare mittlerweile? Hashtag ich mag die, was? Mettwurstkaiser. Du bist aber nicht der Herr, du bist nicht der, wo ich meine. Bist da ungefähr. So. Aber die haben ziemlich zerfranst, also da gehört eigentlich so viel abgeschnitten. Bis davon haben so die typischen langhaarigen Fransen, die bloß bis da hergingen, aber die echten Haare gingen eigentlich bis da oben. Das ist also ein bisschen... So. Follow-up-Frage haben wir gehabt. Und zu dem Thema für einen guten Zweck spenden, das ist was, das darf ich wahrscheinlich nicht nach draußen kommunizieren. Zaunlatten nicht, gerne die brauchen wir. Schimpft mit der Dampfi. Moment, jetzt muss ich kurz lesen. Chill. Chillt jetzt einmal herunten. Wenn du das machst, hau ich im Dezember ein 100er raus, den Tieren gehen immer vor. Florian, guter Mann, brauchen wir nicht schmerzen. Kommuniziert oder wie sollen, keine Ahnung. Weißt du, da gibt es wieder die eine Hälfte von den Leuten, dann gibt es die andere Hälfte von den Leuten. Wenn ich komme und mach ein Shoutout mit alle Donations, bla 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 bla, heute von bis was weiß ich wann, den ganzen Dezember meinetwegen, gehen an das und das Tierheim. Dann gibt es die eine Hälfte, die, wie ihr, sowieso nur den ganzen Tag umeinander mault und sagt, ja, das macht er bloß, damit er noch besser dasteht. Und dass er sich beliebt macht. Ich weiß nicht, ich bin so die letzten 5000 Kommentare in meinem Kanal und im Chat und überhaupt anschaue, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich es nicht nötig habe, dass ich mich beliebt mache. Ist einmal das Erste, was mir dazu einfällt. Weil keiner da ist, der, wo ich mich beliebt machen müsste.
Und die andere Seite sagt, ja geil. Darum, glaube ich, bin ich eher der, sag einfach gar nichts, weil dann hat keiner was zum Schmerzen. Kann sich allerdings auch jeder so zu 180% sicher sein, dass eine gar nicht mal so kleine Summe in bestimmte Richtungen geht, wo es hinkommt. Ja, da braucht sich keiner eigentlich keine Gedanken drüber machen. Wenn das jetzt hoffentlich richtig verstanden wird. So, was war die Follow-up-Frage? Dann Merch, bla, Add-on zum How to Burger, Advanced, das haben wir schon gehört. Macht dir Streamen Spaß und hast du Momente, wo es nicht so ist? Ich bin nicht für ein Zaunlatten-Merch, sondern für ein Zaunlatten-IM-Merch. Ich verstehe nicht. Es tut mir wirklich leid, ich habe wirklich mir gegeben. Du hast es gesehen, du hast selber gesehen, dass ich mir gegeben habe. Keine Ahnung von Tuten und Blasen. Jetzt müssen wir erst einmal die Dampfe auffüllen. So. Das Splat Pack gibt sich so viel in mir und fragt immer und immer wieder, deswegen lese ich es jetzt vor. Mr. Splat Pack, wie warst du in der Schule? Wie ich in der Schule war, Alter? Regel Nummer 1, du schaust jetzt am besten einmal How to Burger an, weil aufgrund der Frage gehe ich jetzt einmal schwer davon aus, du hast das Video noch nicht gesehen. Und ich meine, How to Burger, Achtung, Verwechslungsgefahr, How to Burger, How to Burger. Gibt beide Versionen. Ja, da schaut mich leider immer komisch an, wenn ich da rundum schläge, aber die Flasche mit der Flüssigkeit da drin, die haben so kacke, dass wenn ich da jetzt nicht umkipp, ist da immer ein Trittfall, das dann irgendwo hintrifft und dann habe ich es auf der Jogginghosen und dann schaue ich auch mit der roten Flüssigkeit aus, als hätte ich meine Tage! So. Chill mal, Alter. Ich muss jetzt das da mal schnell auffüllen. So, wie war ich in der Schule? Mr. Splatpack. Ich hab mein gesamtes Schuldasein im Minimalprinzip-Modus durchgezogen. Das heißt, so viel wie es war alles wichtiger, bloß die Schule nicht. Also alles. Alles. Ich hab ziemlich frei, ich bin schon immer Zocker, schon immer. Also ich hab schon immer gern gezockt, dementsprechend ist da alles schon hinten nachgegangen, schon immer. Noten. Nein, soweit ich mich erinnern kann, ich war massivst gut in Kunst, Sport und Musik. Gut. Ist irgendwie jeder. Rein hypothetisch, wenn ich dir im Dezember einen 100er in die Fresse schmeiße, würde das eventuell aus deinem Konto flüchten. Rein theoretisch ja. Ich würde dies aber weder mit dir im Einzelnen noch mit irgendwem irgendwo diskutieren, weil ich nie wieder machen einzelne Personen bestimmte Sachen schreibt, die es nichts angängen und mir sagen, nein, ich sag nix. Du weißt schon, was ich meine. Meister, du sollst der Zahnlatten im Merch verkaufen. Achso. Da muss ich bei Spreadshirt mal anrufen, muss ich fragen, Entschuldigung, wenn ich euch ganz nett frage, schickt ihr dann einen Zahnlatten für mich? Wahrscheinlich daten sie es sogar. Jetzt pass Obacht. Wo waren wir? Schulnoten. Also in die typischen, das ist ja wieder voll bescheuert, aber in die typischen Kreativfächer, Kunst, Musik, Sport, gut, das ist jetzt kein Kreativfach, aber in Sport war ich früher nun mal gut und war sehr, sehr, sehr extrem sportlich. Nur Einser. Dafür Deutsch, mein Leben lang immer nur 4er und 5er. Mathe, mein Leben lang eigentlich immer nur 4er und 5er. Außer in der Abschlussprüfung, da war ein großes Thema dabei, das ich ausnahmsweise verstanden habe. Das war dieser Parabelkack mit Sinus, Cosinus, sonst irgendeinen Scheiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Da habe ich einen Dreier gehabt in der Abschlussprüfung, das weiß ich noch. In Englisch war ich auch nie richtig schlecht, aber auch nie richtig gut. Das war irgendwie so 3er, 4er, also ich war so eine untere Mittelschicht. Fragst deinem Mann, was das ist. Untere Mittelschicht einfach. Da ist mir gerade das Mundstück entwickelt. Können wir natürlich so nicht lassen. Was ist das für ein billig Mundstück? Das vorne das Rosten da drin. Muss man da ein wenig reintrüt. Das geht aber nicht.
Meine absoluten Hassfächer waren so Chemie. Da wo ich mich immer gefragt habe, Alter, schau aus wie verfickter Chemiker! Schau aus so wie Doktor, Professor Birgalex in Chemie sein werde! Nein, ich mag heim und Counter-Strike spielen! Das weiß ich auch nicht. Dann sagt der Herr Spreadshirt, der Bürger hat nicht mehr... Sie verkaufen mich. Ich hab wirklich einen alten Holzzaun um das Grundstück da rundum. Der ist ziemlich im Eimer. Da kann ich tatsächlich, die Kante wahrscheinlich sogar noch gelb machen. Ja, pro Zaunlatten, hier, nimmst du mal einen 10er plus Versand, ich signier's. und dann ist es zum Abholen. Ja, aber ein Versand so ist trotzdem. So. Hey Birger, was ist denn noch mit Franziska? Weiß ich nicht, was mit der ist. Ich finde es auch immer noch interessant, dass wirklich über 1,5 Jahre später die Leute immer noch nach der Franziska fragen. Oder wo ist denn Heisel? Das sind zum Beispiel also Sachen, die wo da einfach nach 1,5 Jahren aus dem Arschloch aushängen. So wie mit Leuten irgendwo singen oder so. Das ist sowieso das Allerkrasseste eigentlich, wenn du nirgendwo mehr hingehen kannst, ohne dass die jemand kennt. Oh, bist du der Birger? Nein, wenn seine hässliche Schwester. Wie geht denn der Franziska? Nicht, dass er da so. Oder das war ein Wort. Ich bin ein Rasensprenger. Ich hab mir so viel Mühe gegeben bei so vielen anderen Witze und Franziska bleibt dann hängen. Ja, ich weiß es nicht. Was hat denn das mit der Psychiatrie? Was hat denn das mit der Psychiatriekompanie auf sich? Was schon auf deiner Tür? Das Wunder, du bist der Erste. Holy shit, du bist der Erste, der da danach fragt. Weißt du, wie lange dass ich auf das Wort, dass jemand danach, das ist in allen meinen Videos zum Singen und allen Streams, was das da hinten auf sich hat mit Kompanie Psychiatrie. Eine unendlich, da habe ich auch selber schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber ja, da gibt es eine Geschichte dazu. Das ist ganz einfach, das da ist mein altes Kinderzimmer, ja. Also ich habe da quasi schon eingenädelt, unkontrolliert. Okay, auch als Erwachsener vielleicht mal mit 5 Promille. Egal. Auf alle Fälle habe ich meine Kindheit darin verbracht. Und das ist auch nur die Tür davon. Ja? Das ist die Tür, seitdem ich da lebe im Prinzip. Aber Petersilie, scheiß Petersilie, das ist wirklich, diese 2 Videos. Ja, ich war auch ganz ehrlich, die 2 Videos haben dafür verantwortet. Das war der zweite Startschuss. Der erste Startschuss war How to Leberkäse. So, die Geschichte zu Kompanie Psychiatrie. Metwurst Kaiser, jawohl! Und zwar, keine Ahnung, Herz ihr das. Moment, ich zeige euch was. Ja? Ich hoffe, der Sound ist einigermaßen okay. So. Was nehmen wir da? Dann nehmen wir das. Das ist das, was mir selber auch am einigermaßen besten gefällt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal her, mache das ein Stück lauter und lasse. Weißt du, Hashtag Muskatnuss! Das finde ich übrigens so, ich finde alle meine Sachen kacke. Ja, ich finde. Erkläre ich nachher. Das ist mal wieder schön, über diese Dinge zum Schmerzen nach so langer Zeit. Es tut mir ein wenig leid für die schon länger dabei sind, weil die hören die Scheiße jetzt zum 800. Mal. Aber es sind so viele neue Leute da, glaube ich, gehört mal wieder über das geschmerzt. So, jetzt erst einmal zuhören. Ich dampfe dabei ein wenig. Geh jetzt da was! Ja, genau. Und das nächste Mal, wenn ich von der Arbeit heimkomme, zieh ich mir sofort die Hosen an. Und das Auge hör mal auf, und das Laufen fang mal an. Und weiß uns ohne Gang, häng mal 1 Kilometer schwimmer drauf. Fleisch ist mal konzentriert, sterben die armen Viecher aus. Und ich so, ja, sicherlich. Ja, genau. Und wenn ich hocke, dann hör mit Wohnung auf. Bin übermotiviert und Drogen trägt zur Tonnen aus. Dreh euch Papier von Biomüll, das steht noch nicht zur Gaude drauf. Ja, sicherlich. Ja, genau. Lieber Heiko, geil. Haben wir Fight, nur zum Dorn, was du heute kannst absorgen, das verschirren wir nicht auf morgen. Ich zeig mir da aber die Hosen an, meine Jogginghosen aus. Ja, sicherlich. Ja, genau. Ob jetzt jeder auf unser Gesundheit geschaut und nur noch Bio kauft. Kostet das dreifach hier, aber Kleidung, ich brauch's. Hauptsache Schatten ist braun und von... So, wenn man das vielleicht an der Stimme erkennen kann, ja, das ist Musik von mir. Die habe ich gemacht, das ist lang her. Lang. Ja, so unendlich lang. Nein, es war von 2014 bis 2016 ungefähr. Habe ich mich dem bayerischen Rap gewidmet. So, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Das hab ich mir nicht damals einfach so eingebaut, das mache ich jetzt mal, sondern ich bin groß geworden mit, wenn ich jetzt sage, lutsch meinen Schwanz, haben mit Sicherheit bei euch ein paar dabei, die wissen, was ich meine. Damit meine ich nicht, ich setze mein sondern ich meine was Bestimmtes. Oder King of Rap. Oder
Krematorium oder Taktlos oder die Sekte oder und so weiter. Weil wir vorher mal bei Hip-Hop aus den 90ern eine Frage da gehabt haben. Ja? Ich bin groß geworden oder in einer sehr prägenden Phase habe ich mir sehr viel Deutschrap angehört. Und ich bin genau an der Jahrtausendwende, war ich genau im richtigen Alter, dass ich mit Agro Berlin, man kann halten von ihm, was man will, Bushido, Sido etc., LMS, Haus und Boot, das erste, der beste Tag deines Lebens etc., Cool Savage, oder was, ich lutsch meinen Schwanz und King of Rap und Pimp Legionär gefeiert habe. Ist unfassbar. Ja? Und dann hat sich natürlich Jung Birger und seine ganzen Kumpadren und was ich denke, hey geil, Rappen ist voll der geile Scheiß, das nehmen wir mir jetzt auch. Stuhl, schwul, cool, bitch, AIDS, wer hat das Gras weggeraucht? Wer rammt dir den Penis in den Bauch? Wer ist immer down mit mir und seine Braut? Ich hab zur Zeit eine Lieder wieder im Auto drauf. Fries oder stirb war das erste, was ich, nicht ganz, das zweite, was ich damals an die Öffentlichkeit lassen habe. Ja, es gibt 100 Millionen so angefangene Lieder, die nie das Licht der Welt erblickt haben, aber naja. So, ich hab Agro-Ansage Nummer 1, hab ich auch. Auf CD tatsächlich noch. Hab ich immer noch, samt Originalhülle und alles, was dabei ist. So. Das war der Grund, dass wir mir das auch angefangen haben. Ja? Und dann sucht man sich natürlich super coole Crew-Namen. Ja? Der erste war einer von, das war so ein bisschen, ich war einmal so ein bisschen dem Graffiti- und Sprayer-Dasein gedingst und so weiter. Und dann haben wir uns, darf ich das jetzt eigentlich sagen? Aber sonst nicht, dass in der Stadt dann noch ein paar so Dinge haben und dann ficken sie mich hinten neu. Aber das ist verjährt, das ist weit über 10 Jahre her. Das war Anfang der 2000er, das war 15 Jahre her. Haben wir uns erst einmal SBK genannt. Ja, hier, saufen, bumsen, kotzen. Saufen, bumsen, kotzen war wirklich eine ganz große Nummer. Gar der bester Crewname ever. Hashtag saufen, bumsen, kotzen. Dann, wie haben wir noch? Wir haben so viel, du machst nicht da so viele Namen. Dann habe ich das vor dieser Agro-Schwick deine Mutter Phase waren wir da ein bisschen netter, ja, da waren wir so auf dem typischen Blumentopf und fettes Brot und Texter und so ein Scheiß. Finde ich heute auch wieder geil. Damals war es dann natürlich grob verhasst, dass du Blumentopf angehört hast, weil dann kommt nämlich der Sido, Bushido, yeah. Bushidos beste Song finde ich für immer Jung mit Karel Gott. Den habe ich jetzt nicht automatisch auswendig im Kopf oder sofort die Melodie davon im Kopf. Der Ding hat viel. Bushido hat sehr viele gute Dinge kreiert. Nur leider Gottes hat er den nicht selber kreiert. Können wir uns separat einmal drüber unterhalten, was man von einem Bushido halten kann und was nicht. Wie ich das zum Beispiel finde. Herr Leigen, servus Bürger, ich muss jetzt mal was sagen. Bist du beste, deine Lieder sind natürlich auch beste Alter. Brudi, küsst dein Auge, Herr Bitterli. Herr Leichen, danke dir. Wo waren wir stehen bleiben? Ja, Crewnamen. Ja, da waren wir ein bisschen netter unterwegs, da wollten wir also hier ein bisschen so gesellschaftskritisch sein. So gesellschaftskritisch, wie man mit 16 heute sein kann. Herr Buchleitner, vergesst nicht für deinen Zückel, Leute. Und dann waren wir massivst gesellschaftskritisch, wie man halt so mit 16 ist. Mit massiv Ahnung vom Leben und so. Ich weiß noch, Monochrom weiß ich noch, Endeffekt weiß ich noch. Teddy, Contributorian Z von 4. Was von 4 war, aber früher auch geile Sache. Brutzebredel! Behaupte ich bis heute von mir selbst, dass Bavarian Sepp Nummer 3 eines der besten und lustigsten Sachen, die mir jemals eingefallen haben, sind. Hey, hast du ab und zu einmal ACDC? Ja, mit ACDC kann ich gar nicht so fangen. So gut wie gar nichts. Da waren wir Endeffekt und irgendwann haben wir halt dann, man hat da gern abgekürzt, ja, diese Crewnamen haben gern abgekürzt, von aus mehreren Worten, war dann irgendwann einmal KAP. Frag mich nicht warum, Alter, das ist weder Deutsch noch irgendwas, man war halt 16 und dumm wie Scheiße. Entschuldigung an alle 16-Jährigen, aber es ist leider Gottes so, das checkst du aber erst, wenn du doppelt so alt bist. Und KAP, kombiniere, Kompanie aus Psychiatrie.
Das ist die Hintergrundgeschichte davon. Und das haben wir dann natürlich da super cool ohne gemacht und da haben noch Tags und Scheiße drauf von 2002, 3 und 4 und so. Das ist 1600 Millionen Jahre alt. Und deswegen steht da hinten Kompanie Psychiatrie und das bleibt da für immer stehen, damit ich das niemals vergiss. War eine wunderbare Zeit, ist ordentlich dafür verantwortlich, was ich mir heute für Musio her und hat mich offensichtlich dazu gebracht, dass ich später wieder Musik mache in Form von bayerischem Rap. Ne? Und heute sitzen, wie viele Leute da? Special Grüße, dass wir an 835 Leute zuschauen. Und teilweise hören sie das Leute im Auto. Hätte ich das früher nicht gemacht, hätte mich Rap nie interessiert. Oder war niemals auf die Idee gekommen, das selber zu machen und dann darf es das einfach nicht geben. Himmelwolke, vergesst für den Zwickler, Leute. Bierscheiß, damals mit 16 Gesellschaftskritik. Retro-Klimakrieg, ja genau. Das ist das, warum ich das so geil lächerlich finde. Weil ich genau, das ist bei mir noch nicht so lang her. Und wenn es halt als Jahreszahl lang her ist, und das ist weder Bestmann noch irgendwas. Du hast mit 14, 16, selbst mit 18 und teilweise 20 keinen verfickten Scheißplan vom Leben. Das ist einfach so, weil du nichts erlebt hast. Was sollst du denn erlebt haben? Was weißt du über irgendwelche Wirtschaftssauen oder Umweltkrieg oder sonst was? Null! Komma null, weiß ich heute noch nicht. Ja, ist ja wurscht. Das ist jetzt zu serious Thema. Aber sonst irgendwelche tollen Fragen. Macht mir gerade Spaß. Danke dir für die geile, intime Geschichte. Die ist nicht intim. Es hat noch nie jemand danach gefragt und ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, das zu mir zeigen. Danke für die Frage. Du bist der Erste in 2,5 Jahren, der fragt, was das da hinten heißt. Auf Klo schreibt, der Greta hat Autismus. Das ist mir scheißegal. Und wenn ist mir egal. Herr Killer, Herstbürger beschaut um einen Salzburger Rapper Dame aus. Erst überhört noch was. Was? Ich weiß jetzt gerade nicht, Herr Killer, ich weiß nicht genau, was du meinst. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ich weiß nicht genau, was du da sagen möchtest damit. Herstbürger beschaut's um einen Salzburger Rapper Dame aus, hörst überhaupt noch was? Hörst überhaupt noch was? Ob ich noch was her? Also ob ich jetzt gerade noch aktiv Rap her? Mittlerweile bin ich so durch alle Musikrichtungen gegangen, dass mir aus fast alle Musikrichtungen irgendwas gefällt. Von Elektro, Rap, Ami-Rap bis Alternative Rock, bis Metal, bis Metalcore, bis ja. Hab mit Deutschrap nie was anfangen können. Ich bin stark von 90s und 2000 Ami-Rap geprägt, wie zum Beispiel NWA, Dr. Dre, Eazy-E, was haben wir da noch? Eazy-E, 50 Cent und natürlich Eminem. Es ist wirklich krass eigentlich, was mich immer wieder fasziniert. Ich bin sehr lange auch auf dieser Schiene geschwommen, so mit massiver Kommerz ist automatisch beschissen. Ja? Das kriegt man halt einfach also mit. Oder auch nicht. Aber ich war so, heute bin ich nicht mehr so und habe mich dann viel zu spät mit einem Eminem zum Beispiel auseinandergesetzt. Und es ist richtig krass erschreckend, wie dermaßen weit weg in allem. Ich bin ein Rasensprenger. In melodische Lieder, in Rap-Skills, in Texten, in Reimschemas, die überhaupt nicht mehr in den Kopf passen. Dieser Typ von allen anderen weg ist. Da zerreißt es dann schnell, wenn du damit auseinandersetzt. Wenn du dich ernsthaft auseinandersetzt damit und befasst dich mit einem Eminem, du kannst ihn belächeln oder sonst irgendwas, das ist mir vollkommen wurscht, aber ganz ehrlich, das ist das Brutalste, was es irgendwo gibt. Da kann ich mehr dazu sagen. Zu Recht legt sie battlemäßig etc. niemand mit diesem Typen an. Weil keiner auch nur ansatzweise da ohne kratzt. Nicht ansatzweise. So. Ich weiß nicht, was der Louis Leitsch, weiß ich nicht, lest du Titel, schaust du Thumbnails, wann fangen wir eigentlich mal an? Mit was denn? Hätte einen Damian, bester Deutschrap der Welt. Aber es ist ja, hätte das sie. Muss ich mir aufschreiben. Kann er da herin keine Musik laufen lassen.
Sau weiß egal, was ist seit dem Jahr mein Klingelnummer. Ernsthaft, seitdem ich das gemacht habe. Was mit dieser Musik, weil du mich da immer wieder. Leute, jetzt pass auf, was hältst du von Army-Rap, sprich Tupac, Biggie, Dr. Dre? Ich hab mit dieser Art Army-Rap nie so wirklich was anfangen können. Ich bin eigentlich fast schon immer mit Deutsch-Rap unterwegs gewesen. Eigentlich schon immer. Und vor Cool Savage, Sido, Agro etc. war es im Full Blumentopf, Texter, finde ich heute geile Texter. Außer die uralten Alligator-Song, Counter-Strike. Also der Counter-Strike-Song ist kein gutes Lied, braucht man nicht schmatzen. Teufelskreis, meinst du nicht Freundeskreis? Mein Gott hat den längsten. Teufelskreis ist wahrscheinlich dann ein Alligator-Lied, das ich nicht kenne. Ich feiere den Alligator zu übelst übertrieben. Einer der massiv krassesten deutschsprachigen, musikalischen, was weiß ich, wie man den Typen nennt, Musiker, er ist alles. Der talentiertesten Typen, die in diesem Land leben. Sehr geil, sag, grüß bitte mein Späti, ein Schuss! Mopper LP, vergesst für den Zwickel Special Reads an den Schuss! Was ich da früher mal ein Hobby gehabt, außer Rappen, das so richtig taugt hat und du das am lieben gleich wieder machen darfst. Eigentlich genau das. Es war früher ein Hobby. Es war auch dort zu dem Zeitpunkt ein Hobby. Aber mein Problem ist, ich bin so allein. Ich darf das gern mit anderen Leuten machen. Ja, es gibt bei mir da im Umkreis, im Freundeskreis niemanden mehr, im Bekanntenkreis auch niemanden mehr. In meinem Alter gehen halt einfach bloß noch arbeiten und dann war's das mit einem kreativen Dasein. Zirngebe, der ist Lanzern und die halbe geht auf mich. Vergesst über den Zirkel 29 geht, da krieg ich sogar 2, die hauen Ei. Merci. Ja. Das darf ich gern wieder. Ich darf gern wieder musizieren, aber dazu brauche ich die richtige eine Person und die finde ich nicht. Dame spricht mir Englisch aus, Birger. Dann nicht Dame wahrscheinlich. Ich habe ein Lied, das heißt, deine Hände ist ein Lied zur Tierquälerei und es ist so gut, aber so schier zum Anschauen. Ja, das mag ich nicht. Aber ich werde es wahrscheinlich tun. Brudi, schreibe dazu, Dame, damit hat er irgendwie keinen Sinn mehr, merke ich auch gerade so. Deine Hände war es, glaube ich, gell? Ja, deine Hände. Jetzt hättest du mal auf mit einer Donaterei, Kruzifix und jetzt Lance. Dame, bester Rapper EU überhaupt, das neue Album Zeus, aber die alten Zockerlieder. Ach, ist das der Typ, der die Call of Duty Raps macht und so weiter? Ist das der? Welchen von deinen Hoodies findest du am besten? Welche Hoodies? Von meinen eigenen, von meinen Merch-Hoodies, oder was meinst du? Also von meinen Hoodies, die ich im Privatleben trage, ist einer meiner Lieblings-Hoodies, den habe ich aber jetzt nicht da. Den habe ich nämlich tatsächlich heute angeholt. Ha! Da liegt er. Das da ist einer von meinen privaten Lieblings-Hoodies. Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert, aber du hast da noch gefragt, also ist wurscht. Das ist einfach ein grau-schwarzer Sherpa-Hoodie. Der ist innen mit so dick Flauschifei. Der hat mindestens 8 Birger. Birger ist übrigens die Maßeinheit, um die Flauschigkeit einer Sache zu beurteilen. Und plus 8 Birger ist von 0 bis 10 die Flauschigkeit. Und minus 10 war zum Beispiel... Ich kenne einen Bibo. Bibo ist mitunter einer von den Verantwortlichen, warum ich überhaupt drauf gekommen bin, das mal wieder zum Probieren mit bayerischem Rap damals. 2013, 2014. Wie ich das zum ersten Mal wieder angefangen und wieder probiert. Ich bin ein Rasensprenger. Von meinen eigenen Hoodies, von meinen Merch-Hoodies, sein Name Dame kommt von der Schachfigur. Ja, okay. Verstehe. Herzlichen Dank, Leute. Übrigens. So. Splatpack schreibt Fashion God Birger. Schwarz-grau, machst nichts verkehrt. Und schwarz macht schlank, kann ich weiter fressen, passt. Der Zibo aus Bayern fragt, magst du WoW wegen am Poster? Jetzt sagt man das. Also ich hab mein Nerdregal aufgeräumt. Kann man das singen da? Jawohl! Dann hast du es in einem grandios anschauen. Du brauchst mir deswegen gar nur 10 Euro zu geben.
Deine How-To-Sam einfach grandios, danke dafür. Das ist übrigens, scheiße, was ist denn das eigentlich, glaube ich, ich weiß nicht mehr. Hat mir jemand geschenkt. Oh ja, der Computer. Das ist übrigens ein Bockfotzen quasi. Oder das muss die keinen Zähnen nicht kosten. Vergelt's gehört, das ist mir eine Ehre, sie unterhalten zu dürfen. So, jetzt pass auf, da, sagt man das da? Die Frage, ob ich WoW gut finde. Sagt man diese auf, die Schachteln da, oder? Ja, glaub schon. Der Gechillte mochte keine muss ich nicht mehr und grüßen einmal von mir, das wird schwierig. Lange Geschichte. Aber ja, mochte. Gibt's aber keinen Kontakt mehr. Wir hatten das jetzt der Gechillte 16. Wer bist denn du? Tu mal vorsichtig sein mit. tu mal vorsichtig sein mit dem Ausplaudern von Namen. Danke. Ah nein, da gibt's leider keinen Kontakt mehr. Sonst war die letzte Person, die sich mit Musik befasst, die sich mit kreativen Dingen in ihrem Leben befasst und nicht bloß nur stur 8 Stunden in die Arbeit rennt, heim schlafen. Ich bin ein Rasensprenger. Florian, Roomtour, bitch! Ja, kann ich nicht, das ist an Kabel gebunden. Also ich glaube, ich mag das nicht. Das ist einfach ein privater Teil, das finde ich geht keinen was so. Weiß ich nicht. Du hast ein Fallout Nuke daheim? Aber sowas von, Alter. Warte mal, die zeige dir. Fallout Nuke. Ist geil. Wenn man da drauf drückt, pass auf. Hört man das? Und dann muss ich leicht schmatzen, weil sonst ist der Voice Activation nicht da. Jetzt rede ich einfach ganz leise weiter. So ein bisschen in das Mikrofon rein und drück nochmal drauf. Vielleicht hört man es dann und dann macht das. Der beste Shit ever. Geilste Shit. Da haben übrigens alle Fallouts quasi drin. Also alle von Fallout 1 bis Fallout New Vegas. Ich bin jetzt auch da, bin trotzdem arm, deswegen nur eins. Das gibt mir heute einfach gar keine Eure, wir waren dies. Dankeschön. So, jetzt warte mal. So, weil ich vorher gerade die Frage da gelesen habe, was tut die Ziva-Ruin da? Phase 1 zum Wichsen, ich sag's dir, wie es ist. Phase 2, wenn ich da herin, ich dampfe die recht viel. Ja, wenn ich am Zocken bin, dampfe ich die recht viel. Und so ein kleiner Nachteil von dem Zeiger ist, dass sie die Scheiße überall an der Wand und an vor allem glatten Plastikoberflächen absetzt. Und deswegen liegen da herin ungefähr 35 Klorollen und Zeberrollen und was weiß ich, weil die da immer wieder mal um eine Hand wischen und sonst was muss. Das ist der Hauptgrund, der Sekundärgrund ist Wichsen. Ja, und damit raube ich euch die Illusion, wenn ihr später mal eine Freundin habt, ist es nicht nur immer schnackseln, du wichst noch genauso wie vorher. Ab und zu mal ist echt ein Problem, wenn ich so ehrlich bin. Aha, ja, was brauchen wir doch einen Dummeren, da braucht keiner reden, jeder hat ja mindestens 14, jeder 14-jährige Typ da drin. Braucht mir keine Scheiße nicht erzählen, dass er mindestens schon, dass er weiß, von was ich schmatz, wenn ich sag. Warte, lass mich überlegen. Dass er jeder die schwarze Couch kennt. Ja, ich mein schon die Couch. Ich mein schon die. Oder das komische Taxi. Der komische Bus. Und die komischen Typen mit den Pferdeln. Schön. Ja, Ehrlichkeit wird am längsten. Ja? Kann Freddy! Bus bauen! Gutes Lied. Wo sie zum Beispiel Trailer Park. Ich feiere Trailer Park so ohne Ende. Das ist die richtig geile Kombination aus absoluter Talent und Intelligenz, siehe Alligator und den anderen Vollproleten. Bombengeil, Alter. Ich bin ein Rasensprenger. Mann, ich kann nichts lesen. Der Herr Bayer schreibt, es will leider nicht anzeigen, vergesst für den Euro. Wir alle haben ein Wichser. Ja, Bretter kann was anderes behaupten. Hier, weil keiner weiß, was X-Hamster ist. YouPorn, Pornhub, PornMD. Chatterbait. Was? Ich trinke mal schnell was. Hab ich.
Der Bastjo hat in der Zwischenzeit noch geschrieben, dass der Schnoder von der Dampfe kommt, glaube ich jetzt irgendwie nicht. Gut, wenn's mir zutraust, dass ich von da, warte mal, mein Poster hier zeigen. Da sieht man, Moment. Da muss ich zuerst ein Greenscreen ausmachen, damit man das anschauen. Flo, warum liegt hier eigentlich Stroh? Wieso hast du eine Maske auf? Alarm! Alarm! Ich bin ein Rasensprenger. Ja, was ist. So, Poster. So. Und auf den Poster ist so ein seltsamer Schlatz um. Das ist was, das, wenn's mir das zutraust, dass ich da von da aus so hier, ich komme wo ich will, ich komme wann ich will. Wenn ich da bis da oben aufhacke, Alter, dann weißt du, dass du gesund bist. So. Wie nehmen wir das jetzt da? Ja, passt. So. Themawechsel. Können wir mal dein PC-Setup sehen? Das ist nicht sonderlich besonders. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich das so weit da kann. Ich probiere es einmal. Warte mal. Haben wir schon so weit? Alles runtergefallen? Moment. Fixen. Putzen. Fixen. So. So viel dazu. Ist nichts Besonderes. Ich habe 3 Monitore, den dritten nehme ich fast nie her, außer wenn ich an was Bestimmten arbeite. Ansonsten ist das alles ziemlich schwarz-weiß, ohne recht viel Beleuchtungsdreck und sonst irgendwas, weil ich auf sowas überhaupt keinen Wert lege, obwohl, ohne jetzt da umeinander zu posten oder sonst irgendwas, obwohl diese ganze Maschinerie da, glaube ich, 6.000 Euro kostet, was da steht. Ja. Jenny schreibt, schaut Birgerin deine Videos, ganz selten. Nur wenn ich sie aufzwinge. Wobei, muss mir lassen, bei How to Burger, das war ja total verwirrt, steht da in der Tür drin und schaut so. Wann ist denn der Video? Wann geht denn das online? Was weiß ich nicht, Freitag oder Samstag? Samstag? Sonntag? Warum? Ich mach das vor alle anderen sehen. Dann bin ich so da gestanden und hab mir gedacht so. Wie? Das wollt's noch nie. Irgendwas möcht's. Keine Ahnung, irgendwas möcht's auf alle Fälle. Keine Ahnung. Ja. Der dritte ist zum Der dritte Bildschirm ist für die Handarbeit. Ja, aber hochkant. Und 3 dann habe ich hochkant, dann kann ich. Wie gesagt, wenn ich an was Bestimmten arbeite. Mütze, Glatze. Ist die Kurse ferngesteuert, beziehungsweise fliegst du? Das ist so ein Hobby, das ich gerne einmal wieder anfangen, aber da fällt mir auch irgendwie so der Kontakt und das ist in peinlichem Schweigen ausgebrochen. Aber ist egal, vergesst mich für den Zirkel. Ja, ich bin kurz einmal geflogen, ich habe einen kleinen Helikopter und einen großen Helikopter und einen ferngesteuerten Benziner und das ist mein einziger Flieger, das war einer der ersten und der ist leider kaputt momentan, aber ist egal und da bin ich schon so lang nicht mehr dazugekommen. Bürger sagt Wichsen und bei mir geht Sirio. Warum? Oh, ich hab einen guten Plan. Macht's mir mal ganz laut. Ihr kriegt jetzt schnell 10 Sekunden Zeit, dass ihr mir auf Lautsprecher stellt. Das ist wichtig, auch am Handy mit den Kopfhörern und so. Laut und am Fernseher auch ein bisschen lauter dran, das ist jetzt wichtig, damit der nächste Witz richtig gut funktioniert. Währenddessen ziehe ich ein, 2 Mal von meiner Dampfe, okay? 1, 2 Mal. Und dann erzähle ich euch was. Schreibt's in den Chat, wenn ihr mir lauter dran habt. Hashtag laut. Gut, wenn ich jetzt dann so richtig laut bin, damit meine wundervolle, mit massiver Bass bestückter Stimme so richtig schön durch deine Boxen durchballert,
Alexa, bitte bestelle 14 Cockringe, 3 Analstöpsel und eine Zitrone. Alexa, bitte bestelle 9 Analstöpsel und 3-mal Gleitgel. Okay, Google, öffne Website youporn.com. Alexa, spiele erstes Video auf youporn.com. bei knapp 900 Zuschauer insgesamt, Twitch und YouTube. Mindestens einen habe ich erwischt. Alexa, spiele Ass Worship 19 auf die Fuckerei. Oh, die einfachsten Witze sind einfach die besten, Alter. Das ist einfach der Beste. Das ist der beste Witz, Alter. Ah, den muss ich mal in ein Video bringen, dann erwischen nämlich 50.000 Leute. Das wird gut. Das wird gut. Ja, YouPorn läuft. Was ist denn der genaue Befehl? Was ist denn der genaue Befehl? Was ist denn der genaue Befehl? Komm mal, geht das theoretisch, wenn man wirklich schnell ein Kommando durchgibt, dass er da wirklich eine Internetseite aufmacht und das theoretisch auf verschiedene Geräte abspielt und so? Das war halt, da muss ich mich mal befassen damit. Das war mit sicher eine lustige Trollung. Eine lustige Trollung. Ja. So, Leute, jetzt habe ich mir 3 Backen edle Tropfen in Nuss in die Pfosten geschmissen. Voll hinterher. Du bist quasi der Pralinen-Squad. Der Zyklus ist nicht okay, man. Es ist schon okay, aber ich bin nicht anzahlen. Ich weiß nicht warum. Wenn es eine Flugstunde braucht, schreibt's mir. Ich fliege in Leibelfing. Ernsthaft jetzt oder was? Modell-Flugding? Leibelfing? Leibelfing ist gar nicht so weit weg. Wo ist Leibelfing? Muss ich jetzt mal schnell schauen. Ich weiß schon, es gibt so die Modellsportvereine und so weiter und so fort, aber da bin ich wieder irgendwelchen Verpflichtungen ausgesetzt und zahlen muss man auch und was weiß ich. Einmal. Trust no one! 100 Jahre nicht mehr gesehen, Kruzifix. Ich glaube, dass du nicht mehr beim Vorher bist, der Alexa wohl gerade. Oder jeder hat. Ich glaub, dass du nimmer ganz Borscha BIST Mai Alexa Wort grad loslegen. Alexa, lege 5 Analstöpsel in Pink in den Warenkorb. So, irgendjemand vergisst garantiert, dass er den Warenkorb ausleert und irgendwann schauen sie in die Eltern rein und dann... Das ist eine selten dämliche Scheiße. Was wollt ihr jetzt schauen? Leibelfing! Leibelfing! Du kannst ja nicht weit weg sein. Verkehr, Geisel, Hering, Menkhofer. Fix, wo war das in Menkhofer weg? Was weiß ich denn? Ozing, Blattling, Leibel, das ist ein Witz! Das ist ein Witz! Okay, jetzt Fuß um mich! Wenn du schon so ehrlich bist, auf was steht sich der Bürger denn so? S-Worship wissen wir schon. Das geht dann einen Schritt zu weit, okay? Sagen wir es, wie es ist. Der Versuch ist wert, ja, normalerweise da ist es, glaube ich, auch aus der Hand, weil es eh wurscht ist. Aber es geht einen Schritt zu weit. Geht einen Schritt zu weit. Aber wie oft bin ich schon gefragt worden? Tipp für den Arsch. Ich weiß immer noch nicht, was. Spenden auch für das ÜBH nehmen auch Kreditkarten. Was? Was ist das ÜBH, Alter? Der grüß mir Bitschi Antoni, der hat heute Geburtstag. Meier Schore, ja, ich hoffe, du meinst nicht Schure. Was ist ein Toni? Toni! Hat der Geburtstag? Ist gut, Alter! Wer immer der Toni ist, ich kenn keinen Toni. Ich glaube, ich kenne nur einen Toni. Matt Wascht Kaiser als Schwucki. Als Schwucki darf ich in die Pralinen-Squad. Darf ich mir das klauen? Was als Schwucki? Haben wir tatsächlich eine homosexuelle Person unter uns, die sich meine Sachen anschaut? Dann habe ich nämlich endlich quasi fast den Freifahrtschein, dass ich endlich Witze darüber mache. Also, überleg dir jetzt genau, was du sagst. Du darfst da klauen, darfst in den Pralinen-Squad mit dir, Alter. Ja, scheiße, chillt's mal jetzt, ich kann nicht alles lesen. Dampfexpress schreibt, morgen am Frühstückstisch gibt's unangenehme Fragen wegen einer Amazon-Familie.
Das darf mir, Ich bin ein mir jetzt so gern Rasensprenger. mitkriegen, das ist ja das Schlimme. Hey, wer der Jan Roll? Das war aber Deierslohe. Merci dir. Und da passt schon nochmal, was ist der Unterschied zwischen mutig und peinlich? Mutig ist mit der Latten auf der Wand so zum Laufen, peinlich ist, wenn es mit der Nase zuerst. Ja, aber wer kennt das nicht? Jetzt pass mir auf. Jetzt gibt's hier die gemeine Morgenlatte. Ja, ich weiß nicht, was für eine Vorstellung das leider. Kennst du das? Folgende Situation, ne? Machen wir es gleich ganz. Ich hol jetzt nicht meinen Schwengel da raus, ja? bin ein Aber Rasensprenger. die Bilder in euren Kopf, die kriege ich da schon rein. Freilich hauen aus, was geht. Hashtag Pralins. Geil. Ich hab quasi, ich hab von einer, ich sag's jetzt ein bisschen, weißt du, schwul hat ein bisschen den, wie soll ich sagen, schwul hat ein bisschen den, das Wort schwul, so als wäre es eine Beleidigung. So, wenn ich zu irgendjemandem sage, du Schwuler, oder ist Schwuchtel das beleidigende Wort? Oder wenn ein Schwuler einen schwulen Schwuchtel nennt, ist das dann schlimm? Abwertend ist das Wort. Das Schwul ist immer abwertend. Warum? Ist aber eigentlich die Frage. Und ist dann nicht eigentlich, wenn jetzt so jemand sagt, du Schwuchtel, und er führt sie Vollgas auf, so, wir konnten das, ist dann nicht eigentlich er der Schwulenfeindliche? Nicht ich? Birgit, du bist der Wahnsinn. Herr Dorn, 5-3, hast du mal, weiß ich Bürger, nicht. du bist der Wahnsinn, Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Dankeschön. Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen. Ihr seid der Wahnsinn eigentlich, sonst darf ich nicht da sitzen und darf nicht irgendeinen Scheiß erzählen. So, folgende Situation. So, jetzt gibt's hier Weisheiten über die Morgenlatte. Folgende Situation. Jetzt wollt ihr Futz sein, was mit Morgenlatten erzählen will. Achtung, Morgenlattenkenntnisse Incoming Morgenlattenkenntnisse, bitte. Sehr geehrter Herr Bürger, ich grüße Sie aus dem schönen Land Sachsen mit einem herzlichen HBDRLRRT. Dann bin ich mir aber relativ sicher, dass Sie nicht direkt aus Sachsen sind, sondern dort arbeitsbedingt oder vielleicht Urlaub machen. Falls nicht, falls Sie in Sachsen aufgewachsen sind und dort leben, dann wünsche ich Ihnen mein herzlichstes Beileid. So. Spaß, merci dir. Für mich ist egal und ja, ich bin gerade mit einem Mann zusammen. Ja, was? Für mich ist egal. Wir haben weit mehr Schwule in der Community, als ich das jemals erahnt hätte. Wenn mir manchmal so Sachen wie Schwulen jetzt aus dem Maul rausfallen. Und ihr wisst das, dass mein Humor, wenn man es so nennen kann, zumindest so, keine Ahnung, der ist halt so. Und dass sie das echt... Ich bin ein Rasensprenger. Ich hab's schon fragwürdig gefunden, dass die Frauen meinen Scheißdreck geben. Aber ihr... Bei uns ist Tucke schlimmer als Schwuchtel. Pralinskot ist in meiner Gegend. Okay. Also das Wort Tucke, das nehme ich nicht her, das ist ein totales Pressenwort. Es ist da ja niemals drauf gekommen, dass dieser Schimpfwort ist. Mich da der interessieren will. Weißt, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber nicht schwul ist, ja? Und ich nenne und ich sag zu ihm, was weiß ich, halt dein Maul, du Schwuchtel. Dann, wie soll ich sagen, dann möchte ich ihn nicht herabsetzen, dass er schwul ist, sondern ich möchte ihm sagen, dass er eine verdammte Pussy ist. Also ist ein Sanders der Kauhischwan. Das ist halt oft, nicht immer, eine weibliche Ader ihm zuwenden, ja? Dass er kein, wie soll ich sagen, ist das Bass? Ich weiß es auch nicht. Das ist schwierig. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Ja, wird Michelle schreibt, das ist wie mit behindert. Das ist nicht ernst gemeint. Das kapiert aber halt keiner. Von diesen, ganz ehrlich, ich hasse unsere mit Gewalt allen gegenüber Toleranzgesellschaft so hart. Das ist so krass. Diese Transgender-Scheiße an jeder zweiten Ecken und so weiter. Und was, ich hab ja nichts dagegen. Das ist jetzt wieder der Satz, der fängt genauso an, wie ich bin ja kein Nazi, aber. Nein. Ich rede auch nicht umeinander und erzähle alle, dass ich nicht schwul bin. Oder dass ich halt ein Mo bin. Und nicht beides. Oder Cannabis oder was weiß ich. Und das ist der Punkt, der mich nervt, dieser Mitteilungsdrang. Oft.
Oft. Nicht immer fake nur rennen umeinander, den kennst du nicht mehr an. Nicht einmal. Aber oft genauso kennt man es an. Da wo du dann denkst, so, bei dem Satz sind mindestens 2, 3 Schwengel in deiner Goschen verschwunden. Mindestens. Ja, das ist aber nicht mein Problem, solange du mir nicht damit auf den Sack gehst. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich anders sagen soll. So, was war jetzt mit deiner Morgenlatten? Das ist nicht nur mit meiner Morgenlatten. Das ist mit aller unserer Morgenlatten. So, normalerweise. Jetzt muss ich das Ich bin ein Rasensprenger. Ja, aber jetzt einmal jetzt auf mit den Donations, weil das ist einen wichtigen Teil davon liegt. Simon Anger, der Moor ist schwarz wie, was? Schwarz wie dein T-Shirt. Ja, und wenn nicht sofort mein Kanal weg war, dann war alles viel schlimmer. Viel schlimmer. So, jetzt pass auf. So, folgende Situation. Ich hoffe, ihr hört's mich. Normalerweise, wenn wir mir Harndrang verspüren, wir Männer. Jetzt holst du mal 5 Sekunden ein Fotzen, fix Mari, Meister! Jetzt Obacht, ich bin seit Visage dabei und feiert da mehr als alle anderen auf YT. Das freut mich von Die ganzem Herzen. Humor Das kann ich- passt, weil kann er ich gar nicht ehrlich ist. Hashtag Flasket, Hashtag Pralinensquad. Warte, insgeheim mal kurz so. Kann endlich gewissenlos Schwulenwitze machen. Geil! Meister, vielen Dank. So, jetzt ist er Ruhe. Ich muss euch jetzt was erzählen. Wenn der Mann an und für sich, ich meine, jeder hat schon mal einen Mo beim Bieseln gesehen, ja? Sei es Frau oder Mo sowieso. Wenn es dir hinsetzt beim Bieseln, dann Schwuchtel! So, ja, ich darf ja ab jetzt. So. Dann schaut es in der Regel ganz normaler Harndrang. Man muss ganz normal hier strudeln gehen, so hier mitten am Tag. Und wir stellen uns jetzt vor, das ist die Toilettenschüssel, ja, Kloschüssel. Und dann schaut es so aus. So. Und jetzt in der Früh schaut das ein bisschen anders aus. Und ich mache jetzt eine Bewegung und jeder Mann weiß, was ich meine. Wenn du beim Bissel nämlich so da stehst. Wisst ihr, was ich meine? So. Dauert vielleicht noch ein bisschen, aber der wird schon. Fälschlicherweise an alle Damen, ja, verraten wir unser Geheimnis. Wir verraten unser Geheimnis. Das ist eigentlich gar kein Geheimnis, man müsste nur mal gescheit hinschauen. Die allseits bekannte Morgenlatte. Weil wir vorher gerade das Code haben, wenn du gegen den Wind laufst, dann, wenn dein Nosen eher droh ist wie dein Schnippermann. Hashtag Schnippermann. Hashtag Schnippermann. Das ist so ein dämliches Thema, dass man automatisch schauen muss. Der Satz, der kann gar nicht stimmen, weil die gemeine Morgenlatte an sich, auch bekannt als Pisslatten, eine sauber nicht gestandene Pisslatten, Alter. Wenn das der Körper ist, dann steht die nicht so weg. Alter, wenn dein Pisslatten so wegsteht, geht zum Doktor. Die ist hier fast im 90-Grad-Winkel, hier, diese hier, nach oben. Und es tut richtig weh, wenn du in der Früh, wenn du da aufs Klo zielst, was sonst pisst du einfach an den Wind drüber. Im 90 Grad oder du im allerschlimmsten Fall pisst du selber ins Gesicht. Und der Mulz schreibt, er wird bis weg ist. Er wird bis weg ist, das geht ja meistens nicht. Du musst ja irgendwo hin, du musst ja irgendwie, keine Ahnung, in die Arbeit oder in den Schulbus oder sonst irgendwas, da kannst du nicht mit der Pisslatten in den Schulbus einhocken. Ja, aber was da hilft ist, Gürtel auf, einzwingende Durchzug. Ja. So. Alter, ich schwitze wie eine Drecksau. Machen wir das auch elegant mit dem, was?
Psst. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr lesen? Kann ich es nicht mehr lesen, es tut mir leid, es wird mir nicht mehr Bürger, du bist zu geil mit null Pralinen Schniepermann. Schniepermann ist ist jetzt halt mal wieder ein gutes Wort eingefallen. Für das ist der Blätschmerz da. Für das ist der gestandene Blätschmerz da, um zum einen mal endlich Schwule zu beleidigen. Ich muss selber zu viel tun. Das ist so gut, das kann endlich alles raus. Zum einen, zum zweiten, weil es nur Scheiße für alle miteinander, weil das ist das Allergeilste ist. Ja, gelegt, was haben wir denn heute für Themen? Die besten, Alter, Borndl Hans. Dein Name sagt der schon, ist Borndl Hans. Berndl Hans. Ja, Borndl, gut, dann tun wir noch zwei Buchstaben. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Oder was haben wir noch? I sexually identify as a Buchfutzen, ein Patchy. Ja, aber der Buchfutzen mit der Buchfutzen AC 130. Sorgt für taube Ohren seit 19... Weiß ich nicht wann. Wir hatten noch keine Schniepermann-Entleerpause. Das stimmt, brauchen wir die beim Blätschmerz? Was soll denn in der Pause tun? Was für Pause, Alter? Und jeden, der gerade zuschaut, lasst mal ein Like da. Einfach, weil Schniepermann. Was ist das? Hast du quasi einen Homo-Ablassbrief gekauft? Das heißt, im Prinzip haben wir den gerade abgeholt. Jetzt kann ich immer beim besten Gewissen sagen, meine kleine Gruppe an Homosexuellen meiner Community haben mir erlaubt, dass ich beleidigen darf, wen ich will. Wie ich will. Das ist ganz scheiße, der. Hashtag Narrenfreiheit. Ja, passt schon. Man kann das auch elegant mit einem Einwand-Handstand lösen. Das muss man aber können. Wieso brauchst du da, du kannst ja Freihand danach machen. Man, der Alte bringt dich um. Hassi! Hat bloß hier auf mit einem, das ist schon fängt. Ja, was erwartet ihr denn? Habe der Bürger Moas Maviga dir jetzt vorstellen, wie EBA in der Früh mit ner Latten aufsteht und sie ins Gesicht sagt. Ja, aber jeder Mann weiß, dass das so ist, wenn er den Penis Schniepermann nicht da so in Richtung Kloschüssel zielt. Und weil es nicht geht, weil es weh tut wie Sau, muss er sich so... Ja, geht nicht anders. Ansonsten, je nach Anpressdruck, kann das schon mal ins Augen gehen. Euer bester Mann, ehrlich, hau mal einen Gruß für meine Schwester raus. Hier wird heute Nacht 18. Gierge, vergesst für deine 5,18, sagst du mit deiner Schwester einen sauren Kuss. Alles Gute zum Geburtstag in 2 Stunden und 42 Minuten. So Zeit wird sie schleichen mit der Arbeit, kriegst du die Headtime, da mein Dampfexpress, du jetzt in die Arbeit, kriegst sie fix, jetzt aber was Gescheites gelernt. Fix meine. Herr Mück, ich bin für Schniedelwutz statt Schniepermann. Der Schniedelwutz ist mir zu Standard, jeder kennt einen Schniedelwutz, aber ein Schniepermann. Der Schniepermann ist der neue politisch korrekte Terminus für den Piephahn. Der Schniepermann. Der kleine Schniepermann. Der kleine Schniepermann, der wenn Lust hat, der kommt da aus der Hose raus. Und dann macht er... Daher Kinder übrigens aus Hobby. Bin so unsicher, da ist keiner da, der applaudieren kann. Das versteht's nicht ganz. Das kann so viel bedeuten, oder? Züngewi, der Schniepermann Apache. Jetzt auch. Oh, leg der Schniepermann Apache. Wie gesagt. Und genauso schnell ist er auch fertig meistens. Über was reden wir? Ja, ich hab schon gesagt, es muss ein Auto schnackeln her. Das hilft nicht mehr. Das hilft nicht mehr. Hilft nicht mehr, ja? Der Tobias fragt heute, bekriegt man eine Freundin? Kennt ihr nicht? Sagst du mal noch How-to-Online-Dating und noch How-to-O-Bandeln. Los, jetzt! Max, Verzeihung, der Time ist da. Grüß Gott, Time, der Lukas und der Kicker wollen Krunker gegen dich gewinnen.
Wir haben jetzt wichtigere Themen wie ein Krunker, Alter. Sehr viel wichtigere Themen wie ein Krunker. Ja, aber bist du auch, da ist wurscht. Ja, aber wenn du gegen den Wind sagst, Alter, dann... Merci, Mr. Max übrigens. Ja, Fans sei, vergesst nicht mal den Zirkel. Aber gerade weil du Pissoir hast, du heißt es nicht, dass du einfach dahinter gegen den Wind sagen kannst, oder? Oder drüber. Oder da ist er mit da. Weiß jetzt auch nicht. Was, Jürgen Schniepermann? Ich bin ein Rasensprenger. Ja, wo kommt denn der jetzt vor mir her, Alter? Wir haben das jetzt geschrieben. Jürgen Schniepermann und die Kammer des Schöpsens, Alter. Oh, leck, Alter, lustige Porno. Jetzt weiß ich, wenn wir uns den absolut herren Lachflash besorgen. Es funktioniert einmal im Jahr. Bei mir. Ja? Weil mein Humor ist einfach, mein Humor hat einen IQ von 4. Jetzt pass auf, Alter. Jetzt pass auf. Lustige Pornonamen. Jetzt pass auf. Brigitte, der Brigitte. Was ist denn das mit der Brigitte? Ist das nicht diese komische Milf-Zeitung? Ja, ich habe mal die 480. Diät ausprobiert und die hat nicht geholfen. Kauf mal lieber eine nächste Heft. Herr Bayer, der kleine Schniepermann möchte Der aus dem... kleine Schniepermann möchte Smallland. aus dem Smallland Schmeiß ich, abgeholt geile Sau. werden. Hashtag Bletschmetz, Hashtag Ikea Raute, du geile Sau, Hashtag Freiheit den Schnippermännern der Welt. Freiheit den Schniepermännern der Welt. Herzlichen Dank, Alter. Der scheiß Schniepermann. Da kämen wir jetzt wieder der obfuckte Schniepermann, Alter. Eine Sorgerin hab ich gemeint. Du hast daheim eine Sorgerin. Oder das ist wirklich der Next Level Shit. Du kannst, wenn du deine Spätzchen zum Vorgehen, wenn ich jemals von jemandem eingeladen worden war, daheim zum Vorgehen und er hat eine verdammte Pissoirin daheim. Alter, dann bist du wirklich beyond the next level. Das ist der Next Level Shit, wenn du eine Wirtshauspisserin bei dir daheim in der Wohnung hast. Da sollte dir eigentlich Standing Ovations geben. Die hast du verdient. Leute, wir brauchen jetzt lustige Pornonamen. Jetzt pass auf. Lustige Pornotitel. Ich hoffe, dass wir da einig werden. Das ist so scheiß. Der Oberst sei dumm. Mitten unter Schweinen. Was lese ich da gerade? Was? Nach der ersten Party. 2 Anwälte im Auto. Boten einfach erklärt. Gerettet von Jesus? Was soll es denn werden? Meiring an die Mutter gedacht? Was? 2 Ameisen auf dem Tandem? Der Stier mit dem Ring? Was zum Teufel lese ich hier? Lustige Pornotitel mit I. Was? Aladdin und die Wunderschlampe. Ich sehe schon, der Schniepermann ist nein. Schniepermann! Nur mal dein Schniepermann aus meinem Gesicht! Der Pornotitel mit P, was ist das für Scheiße, Alter? Lustige Filme, lustige Pornotitel, nicht mit irgendeinem Buchstaben, einfach lustige Pornotitel! Da hat es doch ewig die Listen geben! 50 lustige Filmtitel, ein bisschen Spaß muss sein, stirb langsam. Was hat das mit der Porno? Wenn hier Porno sagen, der heißt stirb langsam, Alter? Oliver Golding, der Herr der... Ja, da gibt's so viel geile. Ich darf es so gern finden, aber wieso gibt's die doch nirgends? Lustige Pornonamen. Also, was ich hier übrigens ein Forum gefunden, ich lese vor. Also auf jeden Fall, diese Namen gibt es wirklich. Tante Jutta juckt dich. Wieso muss man da automatisch los? Wo es eigentlich gar nicht so lustig ist. Tante Jutta juckt die Kimme. Das war nicht lustig, das ist einfach nur Dreck, aber ich muss trotzdem mal...
Die Fickfeten des Fotzenfigaros. Okay, der Edward mit den Penishänden ist jetzt nicht so der Hit, aber die Doppelfaust. Oh, leck mir am Arsch, Alter, ich kann nicht, Alter. Oh, leck, Alter. Jetzt macht's schon, Alter. Keine Ahnung, das ist mein Wunderpunkt. Der Bürger FBI, Mann, was ist jetzt los? Ganz ehrlich, wer bei die Fickfeten des Fotzenfigaros. Wer da nicht loben muss, der ist einfach geistig behindert. Ich kann nicht gar nicht, Alter. Oh, leck, Alter. So, jetzt chill. So, jetzt ich lese mal. Asterix Reloaded. Spielen wir der Herr der Kimme. Penis der Karibik. Echt? Soll das lustig sein? Penis der Karibik? Wow! Wow, da waren wir massiv innovativ, Alter. Das sind aber nicht die Ideen. Ich meine, da gibt es so viele geile Umschreibungen mit dem Harry Potter und was weiß ich. Das ist alles massiv lustig. Aber ich finde ihn nicht mehr. Hilft nicht! Der Florian sagt, Bürgers FBI und sowas ist jetzt los. Vergeht's gut. Harry Potter und die Kammer des... die Glocken von Notre Dame. Das ist was, das haben wir mir früher in der Schule gemacht. Und zwar, wenn der Lehrer vorne steht und einfach irgendeinen Scheiß runterlabert, dann musst du dir einfach vorstellen, er redet vom Fegeln. Einfach nur das. Alter, du brichst ab, du stirbst. Du stirbst vor lauter Lohe. Gell? Egal über was der redet, das ist der geilste Scheiß. Was ein täglich Schmerz, der Rüstel mir. Jetzt, was? Der Gefangene von Arschkammer. Die fantastischen 4. Servus, hätte Frage, Conny, was? Harry Potter und die Kammer des Schleckens. Schnauze jetzt. So, ich muss jetzt mal trinken. Budapester Pumpsorchester. Ich würde sagen, passt schon. Das eine ist sowas lustig zum Finden, die wichtige Frage ist, wer denkt sich den Scheiß aus? Räuber Fotzenglotz. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. So, Alter, Themawechsel. Ruhig jetzt. Jetzt artet tatsächlich in Bullshit. Das wird mit dem Pornotitel leider nicht sagen dürfen. Ich weiß gar nicht, da später mal, da gibt's eine Folge von Joko und Klaas. Da spielen sie Porno-Bingo. Das ist so unfassbar lustig. Der Helikopterpimmel. Die Rückkehr des Kreiselfickers. Irgendwie so. Das ist wirklich. Vor allem mein Joko, seine dumme Lache, das ist einfach göttlich. Das ist einfach göttlich. So, jetzt ist er rüber mit Pornotitel, haben wir einen Themawechsel. Fragen. Ja, wir haben halt gerade so bei ehrlichen Fragen, aber ich recht weiter ins Nähkästchen, können wir nicht mehr einig rein, um da was rauszuholen. Ja. Alles klar bei den Bürger, bei mir ist alles klar, Herr Basti, ich hoffe bei einer und beim Rest auch. Wieso schauen wir das nicht an? Was? Wieso schauen wir das nicht an? Ja, weil es da bloß wieder Strikes hagelt. Ich darf so gerne, aber da hagelt es bloß wieder Strikes. Pornos Anschiss der Klug. Pornos Anschiss der Klokrieger. Ja, ich mag gar nicht, also keine Ahnung, ich mag es gar nicht genauer erörtern, was das du gehört, oder? Der Herr Lochbrunner fragt, wickelt ihr meine Coils selber? Nein, ich bin kein so ultra hardcore technisch interessierter Dampfer, dass ich das alles selber mache und sonst irgendwie alles, weil ich das auch wieder für
80 bis 90% Humbug halt, dass jemand da einen Unterschied schmeckt, ob er sich das Ding selber macht oder nicht. Ich möchte es einfach bloß so gemütlich haben, wie es geht. Ich kaufe meinen Akkuträger, 2 Dinger, stecke die bei mir am PC per USB an. Ich habe 2 verschiedene. Nein, habe ich nicht aufgehaxt. Nein, passt. Der eine lädt auf, den anderen nehme ich dabei her. Kaufen wir Coils, Kipf da drin, kaufe ich mir auf Vorrat nach, die dazu passen und die einigermaßen Watt und Dings haben. Und fertig. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Da muss man, glaube ich, nicht selber umeinander. Wer das natürlich will, wer das als Spaß und Jux und Tollerei macht, kann das gern machen. An dieser Stelle, wer noch nicht dampft und wer noch nicht raucht, lasst die Scheiße bleiben. Das war das Dümmste, was ich mir jemals angefangen habe. Im Vergleich dazu war es Rauchen noch viel dümmer, damit es wieder richtig schlau war, mit dem Dampfer anzufangen. Ja? Jeder, der raucht, soll dampfen. Jeder, der noch nicht raucht, soll gar nichts davon tun. So. Wann kommt denn How to Burger 2? Habe ich eigentlich tatsächlich geplant gehabt, eventuell genau am Jahrestag. Ist nämlich nicht mehr weit hin. Oder. Weiß ich nicht. Der Burger gibt schon eine Idee fürs 80.000er Special. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Specials haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich als Special machen soll. So wirklich so richtig hundertprozentig, weil ein Special ist auch bloß wieder ein How-To. Früher habe ich noch so machen können, dass ein Special einmal ein nicht bohrisches Thema ist. Mittlerweile haben wir aber nur noch nicht bohrische Themen, also was soll ich machen? Was soll ich machen? Und je öfter ihr schreibt, macht die Haare auf, desto mehr streiche ich wieder zurück. Herr Jodl, was spielst du am Montag? Das weiß ich noch nicht. Es gibt eine Auswahl zwischen 2 Titeln. Das eine ist ein VR-Titel und das andere ist Visage. Wird's dann singen am Montag. Was habe ich meine Mizis Sengming? Die haben alle vorn. Die dran da durch, wenn ich da hinten rum anblähe und da ist alles voll geraucht und was weiß ich was. Nein. Visage wäre mega, das weiß ich schon. Das darf ich mir aber gern für die Halloween-Woche aufheben. Vielleicht kann ich das bis dahin noch auszögern, schauen wir mal. Und täuscht euch einmal nicht, wenn nicht das ausgewählte VR-Spiel sogar lustiger wird wie Visage. Täuscht euch mal nicht. Kann wieder ein Simulator sein, bloß ein anderer. Ja, bist ja fast wie mein damaliger Spätzl. Die hat auch die erste Kaffeekanne leer gesoffen, während die zweite durchgelaufen ist. Von was haben wir gerade geredet, wo das drauf passt? Ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Das sechste Mal, wie dermaßen meine Gedanken von A nach B springen. Unfassbar. Meine Lieblingsbiersorten ist ganz klar der Gustl. Lasst mir heute ausnahmsweise mal durchgehen. Ich möchte jetzt keine, kennst du das Bier oder kennst du das Bier Fragen lesen, weil ich es wegignorieren werde und grundsätzlich sage, nein, ich kenn's nicht. Drum Schnupfen ist viel gescheiter wie Rauchen. Was? Das ist überhaupt nicht, das ist doch klar. Was ist ein Krunker, Herr Birger? Ja, das ist so ein browserbasierter Shooter. Aber weißt du, was ich noch... Mein Loot-Chest ist heute gekommen. Kennt jemand Loot Crate? Was es ist? Da habe ich mir eigentlich vor dem Stream, die kann man eigentlich im Stream aufmachen. Weil warum nicht? Sagt ihr, halbe Stunde, 25 Minuten haben wir noch. Ja, nein. Leute, die nicht wissen, was es ist, schreiben am besten gar nichts. Ja, Spenden fürs ÖBH. Ich weiß nicht, was ÖBH ist. Unboxing! Unboxing! Aufmachen! Wo deine Dampf ist, haben wir geredet, die eine lädt, die andere rauchst. Das ist wie wenn du noch die halbe hast und schon die nächste bestellst. Oder wenn du deine halbe kriegst und gleich noch mehr nächste bestellst. Kann jetzt daran liegen, dass du massiv versaufst oder dass keinerin nicht die schneller ist. Je nachdem. Ist die Bürgerin schon rauchfrei? Ja, die hat es komplett durchgezogen. Die hat weder Dampf noch irgendwas. Die war zwar 6-8 Wochen lang das größte Arschloch, das ich jemals erlebt habe, aber die raucht nicht mehr, die dampft nicht, gar nichts. Respekt, ich hab's nicht durchziehen können. Unboxing, gar nichts, gehen wir uns ja mal anschauen, gar nichts, ja, Unboxing. Ich hab heute mal, es ist im Prinzip nichts anderes wie Unboxing. Es ist, erklärt für Leute, die nicht wissen, was das ist. Regel Nummer 1. Ja, viele YouTuber werden von diesen Art von... Wie nennt man das? Nehmen wir es einfach Loot Crate. Ich hab kein Loot Crate, ich habe andere nicht.
ich möchte keine Werbung dafür machen. Ja, ich bin weder dafür zahlt noch irgendwas. Ich hab mir die Teile aus privatem Grund eigentlich gekauft. Und hab mir jetzt gedacht, wieso machen wir den nicht da auf? Ich hab keinen Referral-Link. Mein Gott, ihr könnt euch das Ding kaufen, dann ist mir scheißegal, Alter. Ich bin ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Wenn jetzt da nur Rotze drin ist, dann werde ich dem sehr gnädigen Herrn Luches auch ordentlich sagen. Dass er für seine, was kostet das Ding? 25 Euro plus die Plus-Version, wo irgendein Drum mehrer drin ist, kostet 5 mehr, kostet 30 Euro. Und es ist immer irgendwie, da ist Nerd-Scheiß drin. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Nerd- und Geek-Scheiß. So von Serien, von Spielen, so kleine Figuren und so Scheiß. Das werden wir jetzt dann gleich sehen, weil wir sauber, ich mach mal auf. Hilfe, meine Freundin raucht, was kann ich tun? Gleich gill und langsamer. ist gut. Ist gut. Aber als Gegensatz stehe ich gegenüber Anlauf statt Gleitgel. Kann schon mal passieren, dass die raucht. Mit Hand! Hat sie aus der Brezel Salzer? Verzeihung, habe ich dir zurück. Aber zuerst du Brezensolzer. Merci. Zu viel, du weißt das, aber wem erzähle ich das? Was haben wir da noch für Dinge? Servus Bürger, was spielst du für ein Spiel als nächstes? Habe ich vorher gerade gesagt, aber was VR hast, immer noch Motion Sickness? Ja, habe ich immer noch. Der Herr Sitzberger schreibt, rasierst du dich mal wieder? Du musst definitiv ein neuer sein, weil mein Board war schon 5-mal so viel. Das ist noch gar nicht so lange her, vor einer Woche. Ein Lutsches Backel habe ich heute ausgeliefert. Was? Der Highlander hat heute? Ja, ich hab meins gestern gekriegt. Meins habe ich gestern gekriegt. Hast du schon mal Meshcoals gedampft? Haben super lecker. Nö. Meshcoals, haben das so. Mesh steht sich jetzt so, als warten, ist es ein Marken oder ist es eine Art von Coil? Mit so Gewebe, ist es nicht ein Draht, sondern so ein Gewebe. Also das ausschaut wie der, zum Beispiel, das ist das Einzige, was mir einfällt, wie zum Beispiel der Rost von einem Dunstabzug, der wo so rundherum gewickelt ist. Falls ja, weil dann dampfe ich die Dinge. Die habe ich in meinem Innokin-Teil drin, das sagt man jetzt natürlich nicht, aber so wurscht. Einmal eine Frage, was Animes sind und schaust du Anime oder liest du Mangas? Schätze nicht, lol. Mangas lese ich nicht mehr viele. Da oben, Moment, wo haben sie, ich hab's ein bisschen verrammt, da haben noch ein paar einzelne übrig, Ragnarök, Tenjo Teng und haufenweise Helsing und ein paar One Piece Mangas habe ich gehabt, aber das tue ich schon lange nicht mehr. Animes schaue ich ganz massiv selten, also Serien sowieso nicht, aber ich bin massiver Fan von Anime-Filmen. Ja, wir nehmen zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland, das wandelnde Schloss, Mein Nachbar Totoro, was haben wir noch? Nausicaa, oder wie man es ausspricht, das kann ich nicht ganz sagen. Herr Mück, egal wie geil das Spiele wahrscheinlich sind, es wird nicht vorbestellt, aber Cyberpunk wird selbstverständlich gekauft. Ja, allgemein für, ich sag mal Studio Ghibli, das ist die mehr sagen, und ein paar einzelne andere, die nicht von Studio Ghibli sind. Und Mein Nachbar Totoro ist für mich zum Beispiel einer der schönsten Filme allgemein, ob das jetzt Anime ist oder nicht. Prinzessin Mononoke ist zum Beispiel massiv gut. Was haben wir denn so? Jinro ist verdammt gut, Akira natürlich, Ghost in the Shell natürlich, ja, die ganzen Standards. Schniepermann und Patchy. Bürger ist ein Ghibli-Fan, nice. Mr. Chris, erstmal habe ich dir, du hast nicht gewusst, da haben wir noch nie drüber geredet, gell? Schon immer, schon Ewigkeiten. Und ja, da scheiden sich die Geister, was der beste Film aus dem Studio Ghibli ist, kann man nicht sagen. Für mich ist einfach der Nachbar Totoro, das ist sowas, keine Ahnung. Ich schaue mir diese Filme gerne um die Weihnachtszeit rundum, wo das vermittelt so viel, keine Ahnung, so viel, keine Ahnung, Kindheit sei irgendwie, und Gemütlichkeit und Nettheit und Zauberhaftigkeit, und ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. In sowas bin ich schlecht, aber der Film ist einfach verdammt gut. Und wer sagt, das ist Rotze, der hat einfach keine Ahnung. So, was haben wir jetzt da? Autos aufgeladen, auch richten Bürger zu fix, lest das durch. Was hätte zu viel geladen, was sollst du verdichten und ergreifen? Die mag dicht und ergreifen nicht. Mag jetzt allerdings nicht lange erklären, warum, weshalb. Die haben zu mir mal gesagt, ich darf nicht einer Vorband sein, weil ich einer zu lokalpatriotisch bin. Währenddessen einer ganzer Erfolg auf der Mundart passiert. Mehr mag ich nicht sagen. Ne? War zu dem Zeit, wo ich Musik gemacht habe. Na, das ist zu lokalpatriotisch. Haben wir wohl vergessen, wo wir herkommen. Aus dem abgefuckten
Haunerstorfer, was war Otteringer, Scheißhaus-Wirtshaus. Naja, ist egal. Ja, lange Geschichte. Ich Aber bin ein ist mir Rasensprenger. scheißegal, was die machen. Dann bin ich halt da bekannt worden. Studio Ghibli ist immer geil. Helsing Ultimate, ja, sehr richtig. Habe ich sogar in Originalversion da rumstehen. Reise ins Zauberland hat mir, Moment, was? Hat mir sehr gefallen, aber sie sind alle perfekt. Die haben wirklich alle fast nahezu perfekt, diese Filme. Das ist wahr. Auf Netflix gibt es momentan einen neuen, aber mittlerweile ist auch schon wieder ein paar Wochen, glaube ich, oder einen Monat alt, der heißt Your Name. Unbedingt anschauen. Wunderschöner Anime-Film. Wunderschön. Erwartet man vielleicht auf kommerziellem Netflix nicht an, du bist so Underground und so, aber vielleicht sollte man das einmal ein bisschen vergessen. Das Ding auf Netflix, das ist wirklich ein wunderschöner Film. Heißt Your Name. Und ist ein Anime. So. Ja, dann da die sagen, schneiden wir mal das Backel auf, oder? Schneiden wir das Backel auf? Nicht you name, your name. Also your. Ein scharfes, rollendes R am Schluss. Geben Sie ein your name. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig sicher, wie er auf Englisch heißt. Das du wahrscheinlich in der Suche auch finden. Und ich glaube, es gibt ihn noch, weil ich glaube ich immer noch in meiner Liste drin habe, obwohl ich ihn schon zweimal angeschaut habe. So, was haben wir da? So, da kommt diese Box. Ich verdecke das jetzt auch, weil ich mag nicht, dass irgendwo heißt, jetzt macht dafür das auch noch Werbung. Ich verdiene da weder, wenn du das Ding aufgrund von mir kaufst, ich verdiene weder Geld, noch empfehle ich da noch irgendwas, noch werde ich auch gnadenlos, wenn da irgendein Mist drin ist, der mich nicht interessiert, werde ich gnadenlos wegschmeißen. Das habe ich mir einfach so gekauft, weil ich für mein Nerdregal so kleine neue Figuren möchte. So, das wandelnde Schloss, Liebling. Ich frage mich, wer sich sowas einfallen lässt. Wie viel Fantasie musst du in deinem Schädel haben, dass da sowas wie die Geschichte um das wandelnde Schloss einfällt und das dann so zum Zeichnen und zum keine Ahnung. Kommt die Box jeden Monat zu dir? Noch nicht. Das ist die erste Einzelbox, weil ich es aber antesten wollte. Aber wenn da jetzt einigermaßen brauchbares Zeug drin ist, was mich gefreut, was wir jetzt dann gleich feststellen werden. Jetzt mal Teppichmesser. Haben wir da, Entschuldigung, haben wir da Teppichmesser? Ja, vielleicht öffnen wir das Paket aber auch mit einer Bohrmaschine. So, Flo, bin ja ein Riesenfan von Dark Animes wie Tokyo Ghoul oder Berserk, die kenne ich beide, aber es ist so viel Serie, das schaue ich so wenig. Babybohrmaschine, oder eigentlich? Habe ich eigentlich schon mal meine Babybohrmaschine gezeigt? Das ist wirklich eine Babybohrmaschine. Alter, die kann so fett, ist brutal. Sind sehr arg und gory, aber ich liebe solche Animes, weil sie eine interessante Story haben. Was ich zum Beispiel ultra feiert, immer noch, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dann kann ich es eigentlich gar nicht so krass feiern, aber jetzt, wo so wieder Eifert feiert, ist krass, das ist Elfenlied. Elfenlied ist ein 10-teiliger oder 9-teiliger Anime, und da dauert eine Folge eine Stunde ungefähr, also wie ein kleiner Film, das ist eine dermaßen intelligente, gory ohne Ende, richtig geil gemacht, und super cute Geschichte. Lieb über, es geht ja in Animes immer um das Gleiche, um Freundschaft, Zusammenhalt etc. und sonst irgendwas. Einer der besten Anime-Serien, die es gibt. Und ich mag gern Filme und Serien, kurze Serien, weil ich das mag, wenn die Dinge ein Ende finden. Nehmen wir zum Beispiel mal One Piece, Alter. Da gibt es wie viele Folgen? 900, keine Ahnung. Oder Bücher. Das fair, Alter, das muss irgendwie, ich mag das einfach, wenn das eine abgeschlossene Geschichte ist. Nehmen wir zum Beispiel mal Breaking Bad, heute für eine der besten Serien, die es jemals gegeben hat. Warum? Weil es nach 5 Staffeln nicht ausgeschlacht wird bis zur 15. Staffel, wie The Walking Dead zum Beispiel, sondern einfach, da ist eine Katrin Gore, beste Serie ever. So, habe ich jetzt die Schachtel aufbohren oder nicht? Hier sieht TV, Verkehrsgefühl, jetzt spart sich einmal eine Donations, jetzt ist einmal eine Ruhe. Jetzt machen wir mir das Backel auf und dann schauen wir, was da so drin ist. Recht viel Zeit haben wir sowieso nicht, 17 Minuten. Nicht? So, dennoch für die Leute, die es interessiert, es gibt Loot Crates, bloß hab ich gehört, oh, da stimmt noch, was auch mega ist, war Death Note. Vollkommen richtig, aber die hat auch für mich ein Ende, ja. Wenn ja, ich mag jetzt nicht spoilern, aber wenn eine bestimmte Person dann verschwindet und dann kommt die zweite und dann verschwindet die eine und dann kommt die dritte und es ist immer dasselbe sich wiederholende Scheiß, dann mache ich für mich einen Cut und dann ist Death Note eine der besten Anime-Serien, die es gibt. Gibt's auch auf Netflix übrigens. Küss dein Auge, Bruder, grüß aus Dingelfing. 20 Bro, irgendwas, vergeht's gut, Grüße aus Landau. Bei der Arbeit. Ja, sie fix, wie geht's dann? Der Ball ist müde, mir geht's blendend. Schau mich um. Ich schaue aus, als bei, weiß ich nicht, bin total fertig. Florian, darf ich die Anohana empfehlen? Anohana empfehlen. Hat mir 11 Folgen.
Die 20 Minuten gehen, das ist verdammt traurig, aber so gut. Du, da muss ich auch Dramen können gut sein. Und wenn ein Zeichentrickfilm in der Lage ist. Das ist nur geiler Scheiß. Das sehen wir jetzt gleich. Wenn ein Zeichentrickfilm in der Lage ist, die zu Tränen zu rühren oder zu berühren oder vielleicht sogar wirklich dir eine Träne auserzwingt. Ja, heilige Scheiße, dann war das gut. Dann war das gut. Ich empfehle der Härtetest für den ich trenn's mir gleich in die Unterhosen, Alter. Ist, ja, das ist eigentlich das neue Wort für Bieseln. Ins Hosal trenzen. So. Hashtag ins Hosal trenzen. Ist die letzten Glühwürmchen. Schau dir die letzten Glühwürmchen, das ist jetzt noch einem totalen Schwuchteltitel an. Aber schau dir den Film an und wenn du den anschaust und sagst, so ein Scheiß, dann bist du ein herzloser Hurensohn. Und kehrst eigentlich aus dem Leben droschen. So, Freunde, das sehe ich bis daher schon, dass ziemlich lustige Sachen drin sind. Wir haben ja den Oktober offensichtlich. Du kennst, ich sag's jetzt, wie es ist, wo es her ist. Es ist wie heißt es denn? Das ist ein Loot Chest, ja? Ich möchte darauf hinweisen, das ist keine Werbung, das ist weder bezahlte Werbung noch irgendwas. Ich möchte bloß irgendwie die Leute sagen, was ich da tue, ja? Kauft das Ding nicht, das ist Dreck. Da ist was zum Essen. Okay, das werden wir jetzt alles noch 3 einmal anschauen. So. Los geht's. Das Ding kostet übrigens 25 Euro. Das ist ein Loot Chest, heißt das Ding. Da kommt eine Schachtel. Da ist ein Haufen Zeug drin. Zu irgendeinem Thema. Das Thema kennst du aber nicht. Da wir aber Oktober haben und mein erster Blick da rein sagt, das ist Halloween. Horror. Und dann ist halt lauter so Nerd- und Geek-Scheiß drin wie Poster-T-Shirts. Ich bin ein Rasensprenger. Figuren und so weiter. Ich sage so, ich habe mehr als 6 Jahren nicht mehr geweint oder Trauer empfunden wegen Ereignissen in meinem Leben, aber Anno Hannah hat meine Träne rausgekriegt. Da frage ich jetzt nicht weiter hinten noch hin, weil mir das auch überhaupt nichts angeht, aber okay. Anno Hannah, das muss ich zum Dame dazu schreiben. Moment, muss ich zum Dame dazu schreiben. Jetzt ist mal, Herr Bürger, am Freitag ist hier ein Ding, bist du am Start? Was, in dem Kanakenvolksfest? Hashtag hat er nicht gesagt. Und jeder Dingelfinger weiß, von was ich rede, oder? Scheiße, Anno, spam's mal bitte in den Chat. Nicht jetzt noch mehr, du hast so wieder. Na, warte mal. Anno Hannah, Anno. Aufgeschrieben, merci für den Tipp. Werde ich mir anschauen. In der Hoffnung, dass ich es nicht vergisst. So, wir müssen jetzt mit unserem super tollen Anno Hannah. Anno Hannah mit 2 N. Mal schauen, wo ich den noch herkriege. So! Wir fangen mal um mit, da ist was zum Essen drin. Eine Tutti Frutti Bazooka Chew Bar. Okay, kannst du mir schon mal schlecken. So, dann nehmen wir doch mal das erste aus. Das ist das erste Größte, was oben drauf liegt, das ist offensichtlich ein T-Shirt. Jetzt pass auf. Größe L. Schön, so fett bin ich du nicht. Also du musst da beim Kaufen ein T-Shirt-Größe aussuchen. Und wenn ein T-Shirt oder ein Kleidungsstück drin ist, dann kriegst du das in der Größe. Das ist mein erste Loot-Chest übrigens. Und wenn die einigermaßen was ist, dann kann man da ein Abo abschließen und dann kriegst du jeden Monat eine. Immer zu einem bestimmten ausgewählten Thema. Und dann ist da so ein Nerdcast drin. So, was ist das? Freitag der 13. Das ist sogar ziemlich geil. Schaut sogar, das war eigentlich meine allergrößte Befürchtung, dass die T-Shirts irgend so ein Crap-Dreck sind mit irgendwelchen Scheiß-Prints, da wo ich mir gedacht habe, aber ganz ehrlich, erstens, ja, ich liebe Freitag der 13. Ja, ich liebe Freddy Krüger und die ganzen geilen alten Splatter und Ding. Ich bin zum Beispiel mit Scream groß geworden, ja, mit dem Ghostface und den Typen Feier, da habe ich sogar eine Figur da oben stehen vom Ghostface. Geil! Geschmack getroffen, da ist so. Crystal Lake. Mist, okay, Luchas bis jetzt. Lastdonation. Heißt Anno Hannah die Blume, die wir an jenem Tag sahen. Gibt's auf Netflix. Den gibt's auf Netflix. Dann weiß ich mir, was ich mir heute anschaue. Was ich mir heute nach dem Stream anschaue. Das muss man genau aufschreiben. Müssen wir erst einmal das T-Shirt.
Das sage ich jetzt nicht bloß so, das gefällt mir wirklich. Da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass da tatsächlich ein brauchbares T-Shirt drin ist. Moment. Schreibe ich auf. Anohana. Die Blume, die wir an jenem Tag sahen. Herzlichen Dank, Herr Flo. Und nein, ich komme nicht in die Kirche. So, weiter geht's. Dann ist natürlich auch so ein Blödsinn drin, da wo sich ja jeder denkt, so, Alter, collect them all. Was ist das? Ich dachte jetzt sagen, es ist ein Schlüsselanhänger. Mehr Funktion sehe ich da jetzt nicht. Was das mit dem Thema Horror? Wir haben es, weil wir es nicht gespielt haben. Weil ich es noch nicht gespielt habe, deswegen habe ich es nicht gewusst. Einige von euch sollten das kennen. Five Nights at Freddy's. Was genau das da ist, das weiß ich nicht. Kann mir jemand sagen, was das aus dem Spiel ist, wenn jemand da ist, der es kennt? Ansonsten ist es ja ganz cute. Es kriegt Bürgerin einen Schlüssel ohne. Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht. Und es gibt da offensichtlich noch so ein Schweindal oder so ein Fuchsal mit einem Augen, ein Bärle und ein Hasel. Mein Bruder hat durchdrehen, wenn er das sehen wird. Da ist jetzt noch viel mehr geiler Scheiß drin, jetzt pass auf. Recht viel ist halt nicht, merke ich gerade. Also das ist jetzt dann gleich wieder vorbei. Haben wir sowas da? Horror Classics. Vinylfigur. Ist sonst was drauf? Gibt's offensichtlich 24 Stück oder 12. Look for all the rare versions, collect them all. Da ist ein Haufen Scheiße. Ich hoffe, dass wir das irgendwie sehen. Jetzt pass mal auf. Warte mal. Die Viecher suchen die in dem Spiel. Ah ja, okay, dann ist einiges erklärt. Da ich spiele und nicht gespielt habe, habe ich es nicht erkannt. Ich habe gemeint, was tut jetzt das Ding in einer Horror-Loot-Chest. Ich hoffe, dass man das irgendwie sehen kann. Muss ich die Kamera irgendwie einstellen? Warte mal. Geht das? Wird das scharf? Kamera, wir haben es scharf jetzt. Moment, muss ich Kamera Autofokus einstellen? Autofokus? Machst du den Autofokus, Diggi, Brudi? So. Und dann haben da quasi Horror-Classics drin. Das kann. Was haben wir da jetzt? Fangen wir da an. Ja, fangt schon. Weiß ich nicht, wer das sein soll. Kann ich nicht sagen. Ist das. Ist das der Typ aus Shining? Oben Miranont. Flo, Herr Muttenthaler, warum, Mann? Wir haben doch in 10 Minuten Weg jetzt stop it. Vielen herzlichen Dank. Ich mag es gar nicht mehr weiter kommentieren, weil. Dankeschön. An euch alle übrigens an dieser Stelle einmal, weil das heute auch schon wieder total. Ich sitze einfach nur da, schmerzen und es schauen konstant 800 Leute zu. Das werde ich nie verstehen, aber ist ja wurscht. Die Frau Tüttensee schreibt, check! Der Johnny, da habe ich recht gehabt. Schauen wir mal, ob wir alle zusammenkriegen. Jetzt pass auf. Dann haben wir da einen Freddy Krüger selbstverständlich. Und dann haben wir mit Scharfetz. So wie zu der alten Highway. So geht's jetzt nicht mehr. Wieso wird's denn jetzt nicht mehr scharf? Jetzt halt. Dann das dürfen die Exorzisten-Tussi sein, die Kleinen. Ich bin ein Der Slimer. Rasensprenger. Jenny! Hab heint die Get Digital Box gekriegt, die war auch geil. Was ist das? Ich hab nämlich das Gefühl, ich will mehr von dem Scheiß. Get Digital Box, muss man gleich aufschreiben, warte. Ich kann mir nichts aufschreiben, weil ich keinen Platz hab. Warte mal. Get Digital Box. Ich möchte so gern die Loot Crate. Ich sag's dir, aber die haben offensichtlich pleite. Unter jeder Werbung liest, dass die einen die Crates nicht verschicken und so weiter. Schau dir, warte mal. A Silent Voice, so ein schöner Anime-Film mit vielen Emotionen. Hab ich den schon gesehen? Ist das mit dem Untertitel irgendwo an einem anderen Ort, irgendwie sowas? Ist der auch auf Netflix? Kann sein, dass ich den schon gesehen habe. Weiter im Text, schauen wir, ob wir alle erkennen.
Das da ist auf alle Fälle, ich weiß nicht, wie er heißt. Der Alex, doch, ich weiß schon, wie er heißt, aufgrund von den toten Hosen. Das ist der Alex aus Clockwork Orange. Das ist die Tussi, glaube ich, das ist die Frau von Frankenstein, von den Monsters. Was sind die Monsters? Ich weiß nicht. Das ist auf alle Fälle der Freitag, der 13. Das da ist, um Gottes Willen, was ist das? Wer ist das? Das ist so ein Doktorkittel, hat er blutige Hälften an. Sie fix gerade erst geschnallt, dass es einen Blättschmerz gibt. Müsst ihr mal mehr einen Titel lesen und das Thumbnail anschauen. Wer ist das? Pathema Inverted? Was? Spul mal. Der Dr. Jekyll. Ist das der Dr. Jekyll? Echt? Soll das der Dr. Jekyll sein? Aber der wird doch zu so einem fetten Golem-Viech, oder? Und hätte wahrscheinlich ein Spritzen, so beinmäßig, so ein Spritzen in sich. Der hat doch eine oder? Apocabox. Ihr könnt's lauter so sagen, was ich hab extra danach googelt. Apocabox. Ich werde mir das alles einmal anschauen, keine Ahnung. Das können wir uns auch im Stream gerne jetzt mal anschauen, wenn euch das interessiert, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist mein Mann, wenn es grantig ist. Nein, Leatherface ist auch nicht, den darf ich wissen. Der kommt aber mit Sicherheit einer, weil das eine wichtige Figur ist. Oh, der ist nicht drauf. Nein, Leatherface ist es auch nicht. Und jetzt gehen wir da auf die Seiten. Was ist das für ein scheiß Kamerafokus? Was tut denn die Kamera jetzt? Also keine Ahnung, wer das 1,72 in der Mitte auf ganz rechts sein soll. Dann kommt auf alle Fälle eine Mumie. Nein, es gibt viele Mumienfilme. Dann kommt der Werwolf. Was auch immer das sein soll. Dann kommt der Kasperl. Wo genau der schaut schon wieder so charakteristisch aus, der Kasperl, dass ich... Mein Gott, der Fokus von der Kamera, Alter. Schlechter geht's wirklich nicht mehr, oder wie? Jetzt halt. Der Kasperl schaut so markant aus, dass der irgendwo her ist, wo ich jetzt aber nicht weiß. Den rechts daneben, den erkenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das da unten, das sind die zwei Schwestern. Vermutlich aus... Fuck, lass mich legen, wo haben die zwei Schwestern gleich wieder her? Frau Tüttensee schreibt, nein, das ist der Leatherface, das ist doch nicht der Leatherface. Das ist doch never der Leatherface. Der mit dem Hacki. Und der andere Typ hat auch so eine ähnliche Eishockey-Masken auf wie der Jason und hat Augen als Finger. Und eine Flanelle, was... Na, der Hannibal ist auch nicht... Ah, ich weiß, wer es ist! Das ist, der hat so einen durchsichtigen Kittel an. Der hat einen durchsichtigen Kittel, ich hoffe, dass man das sagt. Und ist voller Blut. Aber wer ist denn das? Der American Psycho, der Mr. Christian Bale. Das ist nicht der Leatherface. Leatherface ist ja sehr markant mit der Metzgerkutten und mit seinem Dings. Links daneben ist der Jason auf alle Fälle. Die anderen erkenne ich nicht. Weiß nicht, was das ist. Weiß nicht. Zwillinge? Stimmt, die Zwillinge haben aus Shining. Ja, und was haben wir da jetzt gedacht? Es gibt beim Freddy Krüger gibt's ja auch so kleine Kinder, die das Lied halt singen. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen schicken. Die machen wir jetzt... Oh, die ist eingeschweißt. Moment. Hebe ich mir die Schachteln auf. Ich glaube, also wenn ich mir da noch mehrere sehe, die Boxen hole, ich möchte die Figuren wirklich haben, um die ins Nerdregal zum Stellen und nicht zum Schachteln sammeln. Ich meine, scheiß auf die Schachteln, nicht, ey? Wie geht jetzt das auf, das Ding? Mach mal auf jetzt! Hallo! Mach mal auf jetzt! Okay. Ja, abgesehen davon ist jetzt sowieso hin. Ja, dann habe ich hier einen schwarzen Sack drin. Komm mal auf. Jetzt müsste eigentlich die Zelda-Musik immer so. It's a Slimer! Ist jemand mit Ghostbusters aufgewachsen? Ich ja. Ich liebe Ghostbusters. Slimer kann ich mir beim besten Gewissen, kann ich mir diese, ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennt. Slimer hat übrigens einen Arsch. Kann man sich dieses kleine Figürchen aber easy peasy ins Regal einstellen. Wunderschön. Wunderschön. Der neue Ghostbusters-Film übrigens mit den Weiber ist zum Kotzen schlecht, oder? Hab ich nicht, ich glaube, ich habe es 2 oder 3 Mal probiert, das Ding anzuschauen, den Film anzuschauen, der ist so kotzig schlecht, oder? Dass ich nicht einmal damit fertig war. Heute wurde
der geilste Blätschmerz ever. Kannst den Heftel aufladen. Hashtag Pralinskot. Nochmal für alle Streams sind immer als Video verfügbar. Alle, außer vielleicht ein, zwei Ausnahmen innerhalb vom Jahr, die gesperrt werden aus irgendwelchen Gründen. Du findest die im Kanal. Die findest du nicht in der Suche. Die findest du nicht, wenn du danach suchst in der Suchleiste, sondern du gehst einfach, gibst in der Suche ein Birger, gehst auf meinen Kanal, scrollst da wegen oben und dann gibt es eine Playlist, die ist ewig lang mittlerweile. Mit alle Zock-Streams und noch ein bisschen weiter unten mit alle Blätschmerz-Streams. Mit allen 69. 69, Alter. Tempram, Birger, kauft der endlich ein gescheites Feitel fürs Unboxing. Gescheites Feitel? Meinst du hier ein Messer, Mann, ja? Oder ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Dan Drummable hat's erkannt, der ist aus American Psycho. Christian Bale. So, jetzt gibt es das größte Paket im Paket. Ich hab gerade noch drüber geschimpft im Vergleich im Vergleich mit Breaking Bad hab ich es gerade noch abgesagt. Deswegen kann ich es jetzt eigentlich fast nicht gut finden. Aber ich wollte schon immer Fanartikel davon, weil ich alle Staffeln gesehen habe. Ich finde zwar hinterher wird es immer schlechter, aber egal. The Walking Dead. Trivial Pursuit. Achtung! Eine Epidemie apokalyptischen Ausmaßes überschwemmt die Erde. Wunderbar, danke dir, Hersteller. Hand, Herz. Herz, Hand. Merci dir. Stellen Sie Ihr Wissen über The Walking Dead mit dieser Mini-Ausgabe von Trivial Pursuit unter Beweis. 600 Fragen zu den Protagonisten und Ereignissen der Comic-Reihe werden selbst den größten Fan für eine Herausforderung. Alter! Personen, Orte, Ereignisse, Heftnummern. Heftnummern! Ich hab die Comics nicht gelesen, Entschuldigung, hallo? Wildcard. Oder haben das Fragen zum Comic? Wer sollte denn das beantworten? Ich glaube, das stelle ich einfach original verpackt ins Regal. The Walking Dead Trivial Pursuit. Ist aber cool. Passt zum Thema. So, was haben wir noch? Ja. So traurig ist. Ja, noch eins haben wir noch. Hier sind die Farbe. Vergesst für den Euro. So, eins haben wir noch. Ja gut, wer liest die Comics? War klar, Chris, dass du die Comics liest. Ich war schon ein paar Mal damit angefangen, aber geht nicht. Es war noch ein Poster drin, da bin ich jetzt gespannt. Das brauchen wir. Poster sind immer gut. Poster kann man immer brauchen. Passend zum gerade Zeitpunkt. Den ersten Teil habe ich ultra hart gefeiert. Der war wirklich gut. Wisst schon, was das ist, oder? You'll float too. SS Georgie. Komm mal nehmen. Gibt in meine Regale da oben einen wunderschönen Hintergrund dieses Film. Titel ist ein Messer. Oh ja. Warte mal, ich hab es da gehabt. Nein, ich hab schon das mit der Babybohrmaschine aufgemacht. Bin ich zufrieden. Also im Großen und Ganzen, was war jetzt da drin? Ein T-Shirt, ein Poster, ein Trivial Pursuit, eine kleine Figur, ein Schlüsselanhänger, was zum Essen und dann haben wir da noch so ein Heftal. Jetzt bei so was. Loot Chest, neugierig geworden, entdecke mehr spannende Merchandise-Artikel unserer monatlichen Überraschungsbox für Gamer, Geeks und Nerds, spare 25% auf die erste deines Abonnements. Dein 25% Rabattcode. LootLove25. Der hört sich so allgemein, dass ihr den auch nicht mehr kennt, wahrscheinlich, wenn es ist. Es ist LootLove25. Falls jemand das Ding halt nicht. Dein Wow ist unsere Quest. Naja, gut. So, dann haben wir jetzt da noch so ein Heftel. Da ist ein Heftel dabei, da ist ein bisschen ein Heftel dabei. Da schauen wir jetzt mal noch schnell rein. Da wird wahrscheinlich zum aktuellen Thema was drinstehen, nehme ich an. Was haben wir da? Es ist Oktober. Der Herbst beginnt und Halloween steht vor der Tür. In der aktuellen Loot Chest kannst du dich ebenfalls auf eine Menge Gruselspaß Ich bin ein Rasensprenger. gefasst machen. Bonnie, Birger, was hast du von Dune, der Wüstenplanet? Hast du das gelesen? Ich lese sehr wenig.
Sehr wenig, aber es soll ja massiv guter und sehr prägender Roman sein. Ein sehr wegweisender Roman sein. Oder gibt es nicht sogar mehrere davon? Ich lese sehr wenig, also ich hab's nicht gelesen. Von der besonderen Eishockeymaske bis zum Zombie bleibt kein Horrorwunsch offen. Schick schnell eine Nachricht an deine Freunde und lade alle am 31. Oktober zu einer Runde der Walking Dead Trivial Pursuit ein. Mit einem neuen Friday-T-Shirt und dem Poster von Stephen Kings S. Sorgst du auch zu Hause für die passende gruselige Stimmung. Viel Spaß in Halloween. Ganz ehrlich, das ist genau, was ich erwartet habe. Das ist genau, was ich erwartet habe. So, was steht jetzt da so herin? Special Game Control. Bla 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 bla. Teamvorstellung. Fabian, 26, Abteilung Einkauf. Das mag ich am meisten an Loot Chest. Das Feedback der Community zu unseren Boxen. Kunden glücklich zu machen ist unsere Daily Quest. Daher freue ich mich monatlich auf die Rückmeldung der Kunden und Resultate der Umfragen. Da liegt er doch, der Fabian. Ah ja. Und da wird jetzt kurz, ich hoffe, dass man das sieht. Da wird jetzt Ich kurz bin ein erklärt. Rasensprenger. Oh, wieder da! Vergesst ich den Zyklus. Jetzt hört's mir auf, ich bin jetzt dann gleich fort. Jetzt hört's mir auf, um Geld zu schmeißen. Fix mal. Der mit den Fingeraugen ist aus Beetlejuice. Meinst du, ob das der Beetlejuice ist? Warte mal, muss ich noch mehr einlegen. Aber ich weiß doch, wie der Beetlejuice ausschaut, aber er ist so klar. Ihr kennt halt auch nicht gescheit. Der 1:24 rechts unten. Bin ich mir nicht sicher, ob das der Beetlejuice ist. Bin ich mir nicht sicher. Der Beetlejuice ist doch weiß-schwarz gestreift und so weiter. Hey, ist auch wurscht. Sag's euch, wie es ist ja auch wurscht. So, da wird jetzt kurz erläutert, was so in der Box ist, wird kurz beschrieben und dann wird auch gesagt, was das normalerweise kostet. Also, T-Shirt, 15 Euro normal. T-Shirt Friday. Die bekannte Eishockeymaske und das T-Shirt ist wirklich geil. Das T-Shirt gefällt mir wirklich gut. Die bekannte Eishockeymaske versetzt Jugendliche in Crystal Lake in Angst und Schrecken. Gehörst du ja zu denen, die schreiend weglaufen oder haust du Jason eins auf die Nase? Ja, das hat sich immer als sehr gute Idee erwiesen, wenn man Jason nicht auf die Nase haut, weil das interessiert ihn ziemlich viel. Kostet 15 Euro normalerweise. The Walking Dead Trivial Pursuit. Wenn du an Halloween nicht gruselig verkleidet durch die Straßen ziehen willst, ist ein Spieleabend mit dem Trivial Pursuit, das werden wir mit Sicherheit irgendwann noch mehr ausprobieren, das später, bin ich mir sicher, von The Walking Dead noch genau die richtige Beschäftigung. Wie viel weißt du über Zombies? Marktpreis 20 Euro. Das heißt, wir haben jetzt schon bei 35 Euro, was die zwei Sachen normalerweise kosten würden. Und zahlt habe ich dafür, also mit zahlt dafür 30 Euro. Ich habe die Plus-Version. Was jetzt da allerdings Plus ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was jetzt in der Nicht-Plus-Chest drin gewesen wäre. Dann glaube ich, ist in dem Heftal nur ein kleines Poster drin. Hallo! Am Montag erwartet die Review zu Anna Hanna und wenn's geholt hast, gibt's auch zu. Bitch! Moi, mach ich. Den kennen wir auch alle. Ja, haben wir Game of Thrones Fans? Imps Delight. Gibt ein gutes Poster ab. Kann man sich auch dahinter als Hintergrund reinhängen. Was haben wir noch? Die Keychain, Five Nights at Freddy's, die Animatronics sind los und trachten nach deiner Seele. Ah, das haben das quasi so animierte, haben das so Roboterviecher oder wie die, wo die in Fridays Five Nights at Freddy's verfolgen. Schaffst du es, die 5 Nächte zu überleben oder lässt du dich von Foxy Fox schnappen, damit deine Seele einen weiteren Animatronic zum Leben erweckt? Für 6,95 €. Ja, gell, ob die Preise, die wo da drinstehen, nicht vielleicht ein bisschen übertrieben, dass das Ding 6,95 € kostet, dann muss ich sagen, ein Fünfer, höchstens, mit gutem Willen. Und das Trivial Pursuit für einen 20er ist vielleicht auch ein bisschen viel. Aber nichtsdestotrotz, so wie es eine schreiben, dann haben wir bei 42 €. Dann haben wir das S-Poster, das kostet 5 €, eine gelbe Regenjacke, ein Papierboot, ein roter Ballon. Stephen Kings S ist der Stoff, aus dem Horrorfilme gemacht werden. S ist wieder da und sorgt auch als Poster garantiert für Gänsehaut. Dann haben wir noch die Bazooka Chuba, die ist umsonst. Ich meine, das ist ein bisschen was zum Essen. Ich glaube, zum Essen ist immer irgendwas drin, eine Kleinigkeit. Und die Mystery Mini Horror Classics, da kostet die Figur, kosten 10 €. Heute ehrlich gesagt für die kleine Figur auch ein bisschen übertrieben. Alles in allem. Für den Überraschungseffekt, fürs Ausbackeln und Ding. Und das T-Shirt ist wirklich cool, kann man nichts sagen. Die Figur ist auch cool, kann man nichts sagen. Das Trivial Pursuit
glaube, dass das ist ein sehr wertiges Teil da drin, das ist alles in Ordnung. Für 25 Euro ist echt in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja? Es ist jetzt kein Todesschnäppchen meines Erachtens, weil die Marktpreise, die brauchst du mir nicht erzählen, dass die echt sind. Oder das ist dann der höchste im Internet gefundene Preis. Nur dazu wisst man ja, dass es der Verkaufspreis gerne mal eine unverbindliche Preisempfehlung ist. Das heißt, unverbindlich kombiniere, weiß nicht was es ist. Aber über das T-Shirt freue ich mich massiv. Das Ding gibt eine schöne Sache im Regal ab, das auch, diesen schönen Hintergrund. Den kriegt Bürgerin. Und dann habe ich das heute für die richtige Entscheidung. Ich hätte halt gerne eine Loot Crate, aber die gingen halt gerade pleite offensichtlich. Da darf's ein bisschen gezielt eine Boxen kriegen. Da kannst du zum Beispiel eine Rick and Morty Box kaufen und zu jedem Thema, halt zum Thema Gaming, zu Serien, zu bestimmte Spiele, zu bestimmte Serien, zu bestimmte Filme und so. Das war halt schon ganz geil. Aber die Firma geht offensichtlich gerade pleite, die verschicken keine Kisten mehr seit Wochen und Monaten. Aber gut. Schade drum, hilft nicht. So, Freunde, jetzt ist 10 nach 10, wir haben leicht überzogen. Ich sag, ja, was soll ich jetzt sagen? War mir wieder Zeit für einen Blättschmerz, ohne Scheiß. Hat wieder mal gut da. Hat Spaß gemacht heute. Hat Spaß gemacht heute. Wollen wir einfach bloß da sitzen und schmerzen, das ist so krass eigentlich. Das ist eigentlich sowas, das ist eigentlich schon wieder, da könnt ihr wieder von vorne anfangen, das ist eigentlich so verrückt eigentlich, was wir mir da eigentlich deren. Es ist sowas Simples, aber gleichzeitig was so Spaßbringendes für mich und offensichtlich auch für euch, weil sonst darf es euch nicht anschauen, ich weiß es auch nicht. Dann möchte ich nochmal mit Nachdruck sagen, diese Loot Chest ist keine Werbung. Ja, ich krieg da weder was dafür, noch ist mir das Auftrag, aber noch irgendwas. Nicht, dass jetzt irgendjemand kommt, du musst da hinschauen, das ist Werbung. Nein, ist nicht! So. Und jetzt deren, schlagen wir uns ins Bett. Ich schaue mir jetzt Anohana. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Das wird mit Sicherheit einmal in dem Film vorkommen. Und dann der E-Song. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche, einen wunderschönen restlichen Abend, Nacht, whatever. Schlaft's gut! Wir sehen uns spätestens am Montag mit Movinator für Gustl, vergeht's gut, das ballert ihm ein. Oder ich investiere in der Loot Chest. Oder ich gib's in die schwulen Witzekasse. Oder ich spend's ein Tierheim. Wer weiß das schon. Aber das wird's hier nie erfahren. Freunde des billigen Alkohols, wie jedes Mal war es mir eine Ehre, wir sehen uns am Montag, da spielen wir wieder irgendwas oder was weiß der Teufel, was mir einfällt, wir werden sehen. Jetzt haut's euch eine. Was, der Hintergrundmusik? Da läuft immer eine Hintergrundmusik? Oh fuck. Hätte es nicht schon jemand früher sagen können, dass da andere Musik läuft, das her ich nicht. Ich hab vergessen, dass ich meine eigene Musik auf Repeat stelle und jetzt läuft da irgendeine Scheiße. Das tut mir wirklich leid mit der Hintergrundmusik. Das hätte mir früher. Ich hoffe, dass es noch nicht Ewigkeiten so ist. Aber hilft nicht. So. Vielen herzlichen Dank an alle neuen Mitglieder, an alle alten Mitglieder, an die Mods, die wieder die Leute sauber verdroschen haben, an alle Donations, wo heute wieder ein paar Leute dabei waren, da wo ich mich echt frage, so, Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Herzlichen Dank. Bis zum Montag, ein schönes Wochenende. Haut euch rein, lasst es euch gut gehen. Moment, ab jetzt geht das ja so, hat's geheißen. Hashtags Scheiß Schwu. Gut, jetzt hören wir auf. Gute Nacht.